Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ivo und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurden mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin, Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Geil. Oh, Alter. Aber Schweizer, Mann. Schweizer, da bist du 7 Grad. 2. Amina Jackson, Siggy Jackson. Amina Jackson, Siggy Jackson. Alter, Mann. Scheiße. Siggy Jackson. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann, loco, Mann. Heute vor einem Jahr Oh? ist der Cypher Papi, selbsternannte Cypher Papi, nein, Bounce Papi. Bounce. Bounce Baba. Papa Aber Bounce. eben, Aber Cypher kommt ja von Bounce. ja, aber Cypher Papi ist schon vergeben, der Titel. Der ist? Das ist der Sira. Ivo. Ivo. Der Ivo ist der es produziert, mit der externen Firma, Madcom. Und der macht das seit 10 Jahren schon. Und der war früher bei SRF. Hat nachher seine eigene Firma gegründet und macht das jetzt als externe. Und er ist der Cypher Papi. Okay. Er ist also, weißt du was? Das, was ich mache, könnte ich auch extern machen und auch mehr Geld verlangen. Ja, basically Ja, genau, genau das. das, ja. Genau Fair, das. fair. King, Also aber eigentlich IT-Consultant auch, die machen das Gleiche. Genau. Also ich mache einfach das Gleiche einfach als Consultant. Ja, Und dann verlange ich 3-fach mehr oder so. Ja, Ja. genau. King in my book. Ja, auf jeden Fall, kurzes Intro. Wir reden heute mit dem SRF Bounce Baba, in dem Fall. Und auch dein, Und auch nicht dein Baba, aber mein... Und mein Sohn, der Yoldash. Ich wollte nur schnell sagen, also genau, der Alpi ist da und der Alpi ist mein Chef beim Arbeiten, aber wir sind da nicht auf Arbeitszeit. Darum, was glaubt du, kleine Noten? Fick deine... Nein. ey, wie ist, könnt ihr eigentlich jetzt auf, ich weiß, okay, es ist so, natürlich nicht die gleiche Atmosphäre wie bei einem Wall Street filmmäßigen Unternehmen, wo so jeden Morgen Zahlen und so, aber, aber gibt es so einen Moment, wo ihr euch einfach nicht mehr spürt beim Arbeiten und merkt, oh fuck, ich muss seriös bleiben? Ja, ganz viel. Ja. Mashallah, Bro. Sag mal ehrlich, Feedback beim Arbeitsplatz, jetzt. Findest du, ich bin professionell? Darf ich dich daran erinnern, dass Leute zuhören, die vielleicht... Nein. Wo mich wollen... Weißt du, was ich für einen Rücken habe? Ja. Josh und Zero. Josh und Zero. Aha, ich dachte, jetzt kommt wieso der Staat. aber okay. Ja. Nathalie Rickli. Ja. Wir können auch einen Staat bilden, kein Problem. Also, Sag, du schaffst seit wie viele Jahren jetzt dort? 3. 3 Jahre, okay. Ja. Und er ist seit jetzt gleich, Jetzt können wir ein halbes Jahr? September. mehr als ein halbes Jahr, ja. Und würde ich sagen, er ist mit Abstand der geilste Mitarbeiter, der bis jetzt gehabt ist. Das kann ich so nicht sagen, Bro. Das ist wie wenn Eltern fragst, was ist dein Lieblingskind? Nachher sagen sie, ich liebe alle. Ah, weil es deine Familie bis Ja, einfach. ja, Wer ist dein Mutter, Mann? Nein, sorry. Du. Geil. Geil. Ja, hab ich gefickt. Genau das. Immer noch. Ey, das Nein, ist der ganz Josh geil, macht's gut. Der Josh macht's gut. Ich bin recht froh, ist er bei uns. Mhm. Mach noch weiter, es wird aufgenommen und das geht direkt nachher. Das ist direkt zum MAG. Lohngespräch. Nicht, das ist jetzt indirekt Bei uns MAG. heisst das JAG, Bruder. Seit Nicht- neuestem, ja. Früher hat es Kann immer angeben, wegen geheißen. Kollegen-Arbeitsgespräch. Ja. Oder Familienmitglied-Arbeitsgespräch, irgend so etwas. geil. Nein, bei uns passt es Fuck. schon. Fuck, genau. FAG. Ey, komm, geh fagen. Geil. Wir haben heute Fuck. Geil. Nein, hey, bei uns ist ja also weißt, wir haben nicht so das hierarchische, ich bin Chef, du bist das, mach Ja. das, umschreien. Hierarchie heisst übrigens. Ey, Bro, ich sag schon. Spaß, Bro. Darum funktioniert das sehr gut bei uns. Voll. Aber was ich genau. Okay, Was und macht er genau, meinst du? also du bist ja wie so der, sagen wir, Head of, so, Ja. oder Projektleiter, Projektmanager und er ist. Ich bin direkt an neu meins Wichst. Ja.
Er ist Produzent. Er produziert Format, verschiedene. Welches produziert, wo relevant ist? Wo man kennt? Hey, Haben wir das Problem, Bro? Nein, dass wir Werbung Sag machen einfach, für das. Bruder. Aha, okay. Ja, ist gut. Sorry. Weiter. hast du den Prank von Isma gesehen? Ja, der ist krank. Das Danke. hat der Der ist Jodas 10%. zum Beispiel Der ist produziert. 10%. Ja. Ja. Genau, über das können wir eigentlich auch noch offiziell mal reden. Ja, Was meinst du? können wir gerne reden, geil. ja. Bruder, ich bin angestellt worden. Ah. Vom Alpi, Ja. der König. Und er hat gesagt, hey, look, machen wir das. Also er hat gesagt, du kannst kommen, machen wir das Konzept. Und Verarschen wir jemanden. nein, also kannst du sagen, was du willst. Dann haben wir darüber geredet und dann sind wir irgendwann, haben wir uns in der Mitte getroffen und haben gesagt, komm, wir machen die Pranks. So. Und er hat gesagt, ja, das ist eine geile Idee. Am Anfang von dem halbjährigen von dieser halbjährigen Odyssee so, hat er gesagt, komm, haben wir uns geeinigt, wir machen 5 Pranks. Und am Anfang war es befristet. Also es war nur auf 6 Monate befristet. Genau. gewesen. Also geheißen, hey, look, du bist sicher mal bis Ende Jahr da und in dieser Zeit musst du 5 Pranks machen und nachher können wir weiter schauen. Okay, also erzähl bitte, ich frage nachher. Anschlussfrage. Ja, rat mal, wie viele Pranks Rat mal. der Jodas in die 6 Monate gemacht Wie hat. viele Pranks ich gemacht habe. Ja, in dem Fall der eine. Der eine, Bruder. Aber der eine hat gefehlt, Bruder. Der eine hat auseinandergenommen. Nein, da. Und irgendwie hat es der Jodas trotzdem geschafft, dass wir verlängert haben. Bruder. Trotz einem von 5 Ja, Mann. abgemachten Pranks. Also Wie ist das Gespräch abgelaufen zum Verlängern? Du sagst, hey, wir müssen reden. Er so, wir müssen reden, ja. Wieso bin ich noch verlängert? Da Nein, unterschrieb man muss Verlängerung. schon sagen, es ist ja nicht, das ist nicht das Einzige, was er gemacht hat in diesen 6 Monaten. Er hat noch andere Sachen gemacht. Danke, Bro. Ja. Ich habe schon noch ein paar andere Sachen gemacht. Ja, zum Beispiel Leute belästigt. Bro, wie sind das am Aufnehmen? Hör auf mit so Sachen, das stimmt auch nicht. Also, so für Josh-Style, so ein bisschen Leute nerven meinst du? So ein bisschen witzeln, ein bisschen späßeln. Ja, das genau so meine ich. Ja, so. Danke, Bro. Ging. Sonst gibt es dann nicht. Nein, also jetzt müssen wir mal schnell mit diesen Witz aufhören. Ja, fix. Genau. Ich muss auch sagen, die einzige Belästigung, die körperlich übergriffig war, ist passiert gegenüber dem Livio. Ja, wo du auch das Story weiss ich gar gemacht nicht. hast, glaube ich. Wo du auch Story gemacht hast. Das sind einfach ich und er im Lift, wo uns gegenseitig angelangt haben. Mhm. Hä? Auf Arbeitszeit? Ja, ist geil gewesen. Ist wirklich Bro, also geil ich höre Sachen in diesem Lift. Warte schnell, ich muss schnell Notizen Ja. aufmachen. Cam bei Lift montieren. gewesen. So Doorbell, Bro. weißt du, wo nachher kannst du reden. So, was machen die dort, Mann? Fahren den scheiß Lift normal wie jeder andere Mensch auch. Bro, das Ding ist so, das Gespräch ist eigentlich übrigens so gegangen, also ich bin zum Alpi und dann gesagt, hey, was läuft, Bro? So, und dann hat er mir gesagt, hey, look, ich kann mich halt für dich einsetzen, aber natürlich wird die Entscheidung, du tust mich gerne Korrigieren. Korrigieren. wird eher weiter oben gefällt. Ja, auf jeden Fall, ich hatte den Job gehabt, aber halt nur für ein halbes Jahr. So. Ja. Und dann habe ich mich, glaube ich, im Team recht gut integriert und ich habe halt schon auch einen guten Job gemacht. Ich habe halt schon auch einen guten Job gemacht, Bruder, weil ich bin einfach ein geiler Sieg. Und dann hat er das wieso halt mit weiter oben haben sie abgeklärt und dann ist er zu mir gekommen und gesagt, hey Bro, das Gespräch ist so abgelaufen. Hey, gratuliere, wir dürfen dich behalten und so. Pause. Bruder, wie hast du das geschafft? Mit einem von 5 Videos. So Ja, ist das Gespräch das hab ich abgelaufen. gesagt, Ja. Bro, ich habe das Gefühl, ich glaube, er ist hochgegangen, er so, hey Jungs, es ist das passiert, wo ich euch gewarnt habe. Josh wird verlängern. Ja. Und jetzt habt ihr das verlassen. Entweder wir verlängern oder es gibt Paradies im Podcast. Das ist wie SRF im Podcast Nein. auseinandergenommen. Nein, ich bin aufgegangen und ich habe gesagt, Leute, wir müssen etwas für Diversität machen. Ja, Mann. Wir brauchen mehr Dicke. Ja. Geil. Nein, Ja. Entschuldigung! Nein, Bro, ist ja schon gut, weil die 1,50 Meter Kanaken Position ist ja schon erfüllt gewesen. Das wäre ein Pelin dort, oder? Okay, ja. Vom Anil. Sorry, Anil. Geil. Ich habe den Der Anil Teller ist- nicht gedroppt, aber zum Glück hat er niemand gehört. Ich habe es nicht gehört. Besser nicht. Anil ist 1,80, darum alles gut. Nein. So, also gut, für die, Es die... ist geil gewesen, ja. Ich finde es super, dass wir dann kurz den entspannten Chef-Mitarbeitergespräch haben. Andere Frage. Yes. Jetzt gerade so, wir können nachher schnell zur Cypher kommen, aber andere Frage. Wie lange geht ein Arbeitstag bei euch? Offiziell auf Papier? 8 Stunden. 8 Stunden. Bruder, darf ich dich fragen, wieso fickst du mich? Ah, Bruder, ich frage eine ganz normale Frage. Okay, also, wie lange soll ein Arbeitstag gehen? Was denkst du? Ich frage mich so, es ist so, es ist ein Geld zum Arbeiten, Bro, ich will auch kommen. Ich weiß Ja, nicht. komm. Ah, es braucht halt schon auch gewisse Skills. Oh, noch chill, weil Nein, Bro, ich sehe ein Video, 1 Jahr haben wir nachher. Gib mir doch auch morgen, wieso könnt's nicht, Lan?
Er so, nein, Boschowski, das macht nicht, Bro. Bro, das halten nicht 2 von mir aus dort. Das ist das Problem. Das ist Anficker-Modus. Alle Bro, essen. wir sind schon Glanz und Gloria gewesen, das ist also... Ja. Das war am Sterben gewesen dort, weg auf 10 Minuten. Und dann habe ich schon gedacht, ich so, keine Ahnung, vielleicht mit mir Komm Glanz mal und Gloria live moderieren. Ja. Ich oder du haben das gemacht, oder Ja. was? Das heisst nicht mehr Glanz und Gloria. Ich sag's einfach. Dings, SRF Geschichten und... Nein, Gesichter und Gesichter Geschichten. und Geschichten. Übrigens, muss ich schon schnell sagen, Jungs, gratulieren, Mann. Danke, Bruder. Danke vielmals. Swiss Podcast of the Year, Mann. Schon Nein. big, Mann. Das ist Genau. hure big. Das Gratulation. ist bigger als Ja, sag's nur. Grammys. Von der Schweiz. Ich laufe übrigens jeden Tag, wenn ich ins Büro komme, bei dieser Ding vorbei. Abteilung Podcasts von SRF. Sagst du Ich sage immer, schmeckt nach Loser. ich sage immer, hey, was ab, Podcast hier? Hä? Wer hat gesagt? Nein, Mann. Wenn er wartet, hä? Bei den Comedy-Männern lauf schon mal vorbei. Die sind ja auch im Gebäude. Irgendwo, aber nicht im Aber, Ich weiß nicht. wow, sind die auch schon mal? Hey, ich und der Steffi. Ich und der Steffi sind das... Okay, und dann? Sind das Wieso einmal- war es? Bruder, ich sag dir ganz... Also über das habe ich schon im Podcast mit dem Cenk geredet. Hast Ja. du ihn mal gelost? Ich habe angefangen zu hören, ja. Er hat ab... Nein, nachdem sie mit mir gegangen ist. Krass. Also ich bin bei SRF Focus gewesen, für alle, die zuhören. Und es ist recht Emotional? ein emotional und recht ein schöner Podcast gewesen. Und dort ist mir die Frage auch gestellt worden, bezüglich, hey, wie machst du es eigentlich? Weil ich habe ja schon auch gegen Hey. sehr viel... Ich stelle mir gerade so vor, ey, die Person ist schon gut, aber hast du den Büster mal gesehen? Ich habe ja gegen eine Handvoll Menschen, die im SRF arbeiten, verbal angegriffen. So. Und ich bin das oft gefragt worden, so, hey, weißt du, was läuft eigentlich? Und ich muss sagen, der geilste von allen habe ich letztes Jahr beleidigt, in der letzten Cypher-Folge, die wir gemacht haben. Und zwar der Wieso. Und ich habe ja gesagt, der Wieso ist auch ein Uhrensohn. Du hast gesagt Wichser. Wichser, genau. Aber hast du auch so Ich glaub, inhaltlich auch gesagt, dass du der keine Ahnung, oder? Ich habe gesagt, er ist auch ein Uhrensohn. Ich habe den Alpi gefragt, ja wieso? Ich so, er sieht einfach aus wie ein Uhrensohn oder wie ein Wichser. So. Ja. Und dann? Und nachher bin ich in der Radio Hall, das ist das Gebäude, wo der Wieso schafft. Nachher hast du mir Hurensohn gesagt. Nachher spüre ich so einen Finger auf die Schulter. Ich drehe mich um, er so, hey, ciao, hoi. Ich habe den Podcast gehört, du hast mir ja Hurensohn gesagt. Oh Bruder, ich so, ja, er so, gib mir Hand, er so, geiler Podcast, mach weiter so. Bruder, er hat mir Eier auf den Tisch gelegt. Ich glaube, er hat glaub sich genommen. Irgendwie. Bruder, er keine- hat mich gefickt. Er hat dich gefickt. Er hat mich aber so gefickt. psychologisch. So. Ja, Bro, ich habe ein bisschen Angst gehabt. Du hast Ich sag dir dich ganz verloren. ehrlich. Bruder, ich habe Ich hätte Angst am Abend gezeigt. ich habe fast seine Hand geküsst, Bruder. Ja. Ich so, sorry, Bruder. Ja. Entschuldigung. Al Capone. Also Bruder. mein Ziel Nummer 1 war ja auch, ihn und den Julix von Tag 1 zusammenzuführen. Weil ich habe immer gedacht, Bros, wenn ihr euch seht, ihr schließt Frieden, ihr findet euch voll geil. Auf jeden Fall, das kann man schon sagen, oder? Du hast dann mal... Er ist Du hast dann mal... Gut, eigentlich, er hat sich eigentlich. Blöd gesagt, ist das Gebäude Fässer einfach ein Schlachthof. Weil so pauschal eigentlich jeden Stock findest du jemanden, wo mir oder er disst hat. Ja. Eben, schnell bevor du da reingehst. Ich habe über den Joule X vielleicht 2-3 Mal negative Sachen gesagt in diesem Podcast. Korrekt ausgedrückt, ja. Danke. Ich kann aber auch mindestens genauso viel Props geben Über? über Joule X. Das Props ist so, Ja, ich habe gesagt, er hat rap-technisch hat er zum Beispiel viel auseinandergenommen. Er hat, Okay, keine Ahnung, aber das heißt aber jetzt, okay, das heißt es jetzt auf jeden Fall. ich sage es jetzt, ich sage es gerne nochmal. Ja. Er hat am Gurten hat er ja abgerissen, Bruder. Also ich finde ihn trotzdem ein musikalisch und auch als Kunstfigur genau das gleiche, was ich vor ein paar Monaten schon gesagt habe. Aber als. Aber so rein Ehre um Ehre gebührt, Bruder, ich feiere ihn. So. Okay, Also okay. ich los ihn nicht, aber ich meine, Bro, er nimmt schon auseinander. Was sollst du machen? Mashallah, Bro. Was willst du den machen? Willst du den wieder machen? Okay. Ja, Bro. Was ich wollte sagen ist, ich habe ihm mindestens schon genauso viel Props gegeben. So. Und Ja. das erwähnt nie jemand, Bruder. Alle sagen immer, hey, Ich habe es gell? nicht mehr selber im Kopf, Bro, und ich mache mit dir den Podcast. Alle sagen immer, gell, du fickst den, du hast ihn. Bro, ich sag's nochmal, ich finde ihn Spaß, Bro. Aber, rap-technisch, er hat ein paar auseinandergenommen heute am Cypher.
So, über das können wir nachher auch noch mal reden. So. Gut. Meine Pointe wäre gewesen, ich habe es nicht geschafft. Ich habe sie nicht können zusammenführen. Sie sind noch nie begegnet in diesem Haus, oder? Doch, jetzt mittlerweile schon 2-3 Mal, aber Auch so mit Heusagen? nein, es wird mir vehement aus dem Weg gegangen. Also Genau. so Kalter Krieg, so keine... Einmal bin ich in dem Raum gsi, wo man Material auslehnt. Und in dem Raum hat es halt wie so in vielen Räumen nur eine Tür. Und er ist einfach reingelaufen und ich bin schon drin gsi und nachher ist halt so kurz. Also wie bei SpongeBob der GIF, wieder raus mitgenommen. Das ist Simpsons. Das Simpsons, sorry. Nein, er hat einfach so gesagt. Ciao. Hat sein Zeug gemacht, ist wieder gegangen. So. Sorry? Nein, Bro, ich suche auch keinen Stress, weißt du, so beim Arbeiten dort. Hast du ihn nicht mal angefragt für etwas? Genau, und nachher habe ich einmal, los jetzt, Wow, ich Lass hätte jetzt. es trotzdem nicht angenommen. Bruder, los jetzt. Ja. Wir haben das Video gemacht für Cypher. Mhm. Nein, für SRF Bounce einfach, sorry. Und dann hat es geheißen, hey, ich habe das Video produziert und dann hat es geheißen, wer nehmen wir? Und alle haben gesagt, ja komm, ruf mir noch Julix. Hast du dich, du sagst, ich will lieber nicht und ich will einen anderen. Bruder, nein, ich bin professionell. Okay. Checkst du, was ich meine? Ja, erzähl. Ich habe mit dem Bounce-Account von Insta geschrieben, mit allen, alle Hast du eingeladen. LG Josh oder den Abschluss? Los jetzt. Dann habe ich am Julix geschrieben. Ich so, ja, was läuft? Ich mache das Video. Du wärst einer von 10 Leuten, so. Wir hätten dich gerne dabei. Kommst. Nachher so, hey, ja, weißt, schauen wir und so, wegen Zeit. Aber ich sage mal, können wir es so und so machen? Ich so, ja. Nachher am Schluss, nach etwa 5 Nachrichten, habe ich geschrieben, voll, hey, übrigens, da ist der Yoldash. Und dann hat er geschrieben, los jetzt. Dann hat er geschrieben, hast du das Gefühl, ich komme zu dir in dieses Format, wenn du mir Hurensohn und Missgeburt zeigst? Wirklich. Fair. Bruder, und Fair. ich muss sagen, Fair. fair, Bro. Fair. Ich habe gerade gedacht, dass das... Fair. Umgekehrt, ich wäre nie gegangen, oder du. Bruder, fair. Ja. Aber ich musste Trotzdem weißt, meinen Job machen. meinen Job machen, Bruder. Stell dir vor, wie komisch und awkward das gewesen wäre, wenn du nicht geschrieben hättest, Josh, und er läuft rein und du stehst da. Und das Und dann hätte er den Simpsons gemacht. Ja, das ist direkt. Nein, aber ich fand Fair Warning. Aber eben, look, ich würde glaube sagen, wir gehen uns gleichermaßen aus dem Weg. So. Mhm. Einfach weil es keine Tension braucht, Bruder. Aber ich habe schon immer wieder gesagt, sorry, ich habe schon immer wieder gesagt, mein Hate, wo meiner Meinung nach sehr berechtigt ist, geht fest über seine Kunstfigur. Ich kann über ihn privat gar nichts sagen, weil ich kenne ihn nicht. Okay, was ich mich jetzt gerade frage, so eine wie er schafft dort. Das heisst, SRF zahlt den Lohn. Das heisst, wenn der aber von Bounce gebucht wird, gibt es wahrscheinlich irgendetwas. Auch noch. So, ich weiß nicht, scheißegal was, aber irgendetwas gibt es wahrscheinlich auch noch. Und dann denke ich mir, wieso? Also Rapper. Ist das eigentlich nicht das Schneeballsystem? Nein, Rapper werden nicht gezahlt für Aha. so Sachen. Weißt du, er wäre ja dann als als Rapper gekommen, nicht als Angestellter. Ah, und stimmt. dann gibt es keine Gage. Ja. So. Okay. Rapper sind voll geil. Nein. Rapper sind in der Schweiz voll geil, gibt keine Gage. Nein, aber ja, okay. Aber gut, er schafft auch dort. Das heisst, wahrscheinlich macht es auch während der Arbeitszeit. Er muss nicht nach dem Arbeiten sagen, ich komme nach der 5 2 oder so. Mal, es wäre schon immer so. Weil Der das wäre macht dann ja wieder ganz- gezahlt Ja werden. gut, dann würde Ja. ich... Das wäre schon so 2 Argumente, wo ich so würde sagen, hey, keine Ahnung, nachher noch der. Ja. Ja, Mann. Ja, Aber du bist genau, nochmal kurz schnell zurück zu der Stefan Büsser-Frage. Ah ja, genau. Ursprünglich. Einmal habe ich ihn gesehen. Haben wir auch Wörter gewechselt? Bruder, er ist so im Laufschritt an mir vorbei. Und er hat mich gesehen, aber lauf weiter. Ich so, hey Stefan! Hast du gesagt? Ja, und dann hat er sich umgedreht. Er so, hey, ciao. Und dann haben wir kurz... Wirklich? Ja, Bro, ich kann ihm wollen sagen. Komm mal da, weißt, sag mal hoi richtig, Bruder. Habe ich ihm Hand. Ja, ich habe ihn angelächelt. Er hat mich so halb angeschaut, ich gehe wieder weiter. Wo, dort Piazza? Ja, genau. Was? Ah, nein, nicht bei der Piazza. Du vor dem Studio 12. Ah, was? Ist er vorbeigelaufen. Sorry, Zero. Ja. Alles gut, schon zurück, ja. Die Lounge, Bro, wo wir... Ah, Ja, ja. dort bist du auch gewesen? Ja. Ja, sicher. Bro, und eben der Beef ist ja recht einseitig. Also grundsätzlich ist so... Also am Anfang haben wir so 1-2 Mal so zusammengeschossen, weil wir einfach gefunden haben, inhaltlich, so sportlich, das ist einfach Trash, es ist einfach Müll. Also es geht übrigens um Comedy-Männer für die Genau, es ist einfach so Müll und es ist einfach so wie. Mhm. Aber irgendwann mal ist es so okay gewesen, weißt du, wir haben so jeder Diss, irgendwann mit sehr viel Diss und haben es so Sila und irgendwann mal der ist so. Aber irgendwie kommen die Männer immer noch, weißt du, und dann ich denke, okay, lassen wir sie, wir singen die auch drauf ein. Und dort bei den Swiss Podcast Awards hat er angefangen zu saufen.
Und sie haben es schlau gemacht. Sie haben so geschaut, dass wir wieso nicht das Mic bekommen, so ein Podest, wo wir ein bisschen reden können. Und dann haben sie Fragen gestellt. Und sie haben immer Fragen gestellt, also weißt du, ich beantworte die nicht. Es gibt ja sogar ein Insta-Reel. Und dort ich so, hoffentlich sagt er jetzt nichts, wo jetzt so könnte in die Hose gehen. Sorry, kannst du das ein bisschen wegtun? So. Nicht du, aber egal. Soll ich weiter? Aha. Ich oder nicht ich? Nein, Nicht du. Okay. Dann schau ich den Scheiß an. Auf jeden Fall nachher hat er angefangen dissen und dann denkt okay, weißt du, ich hoffe jetzt, er disst jetzt irgendwie unter der Gürtellinie, weil er kann schon, aber ich hoffe, er spürt sich noch. Dann hat er wieder die disst. Und nachher denke ich so, okay, ich glaube jetzt langsam gut, weil die glaube schon checken, was wir über sie denken. Aber mich hat es auch Wunder genommen, wie das ist, wenn du ihn jemals siehst. Weil grundsätzlich haben wir Leute disst, die einfach im gleichen Gebäude arbeiten wie du. Stell dir vor, jetzt, du triffst einen im Lift, Bro. Du drückst auf 5. Stock und im 1. Stock haltet er an und kommt so Stefan Bisser rein. Der Classic, Bro. Real, Bro. So, Bro, so. 3. Stock bleibt der Lift stecken. Oder hätten wir mal, also weißt, wenn sie ihn ja wirklich interessiert, was genau mich stört, ich gebe ihm sehr gerne Feedback, Bro. Haben die dir erzählt, was du auf der Bühne gesagt hast im Podcast? Wenn es postet. Ah, Jens Post. Jetzt postet, ja. Ja, okay, ja. Was auch real ist, ganz ehrlich. Ich bin real. Ja, sehr lustig. Ich habe das sehr legendär gefunden. Ja. Sicher, ja. Also, wir haben viel Props bekommen, auch aus Reihen, die nicht zu ihm sind. Ja. Wo nicht erwähnt werden. Genau, wo auch gesagt haben, ey, ganz ehrlich, geil, was er gesagt hat, weil es ist wirklich, steht auch dahinter. Voll, man. Aber jetzt sind wir bei über 20 Minuten, wo wir einfach geredet haben, was auch sehr nice Aber es ist. ist auch gut, weil letztes Mal haben wir darüber geredet und letztes Mal haben wir, glaube ich, nur kurz so geredet, was ist eigentlich so Alpi, was ist so Josh, was Voll, ist so voll, da voll. für eine Bindung rum. Ja. Voll. Wie man sieht, auch der Alpi und ich sind auch privat Homies, Bro. Also, Ja, ja, und der Ser und ich mittlerweile auch. Ich Genau. glaube, wir sind am anderen Punkt als vor einem Jahr. Wir kennen Ja, uns ja, alle ein fix. bisschen besser. So. Ja, voll. fix. Ja, ja. fix. Ich habe aber, sogar, nein, egal. sag, Ich habe den Sero sogar schon mal abgeschwipst erlebt. Das gibt es, glaube ich, ich nicht habe jetzt viel, gehört, du oder? sagst wirklich etwas anderes, Bruder. Was hast du mal erlebt? Angeschwipst. Angeschwipst. So. Aha. Ja. Ja, Bro, ja. Das gibt's ja selten, Das das- gibt es sehr selten. Ja, das ist, Darum, glaube ich, so ziemlich genau plus vor einem Jahr gewesen. Vielleicht Ja. auch einem halben Jahr, weiß nicht. Ich glaube, wadenfalls mal. Übrigens, Ja, stimmt. lustigerweise, ich wurde oft gefragt, wieso der Serhat nicht sauft. Und ich sage jedes Mal einen anderen Grund. Das ist so lustig. Was zum Beispiel? Ja, ich habe einmal gesagt, ja, das ist, weil sie schwanger sind. Und nachher, aber das ist noch. Und dann habe ich gesagt, einmal, habe ich gesagt, du weißt wieso, wegen Ja. Alhamdulillah. Und dann habe ich gesagt, einmal habe ich gesagt, wegen er ist allergisch. Bro, wenn so Leute mich fragen, das ist aber lustig. So, hey, du trinkst nicht, sage ich immer so, nein, ich habe eigentlich nicht. Und so, dann sage ich jetzt immer so, sie fangen an so raten, was ist so, religiös, gell? Nein. Oder so, Das ist immer das Erste, gell? ja, oder so, nimm mal ein Vierabendbier. Ich so, Bruder, ich habe auf gar keinen Schluck Alkohol Lust. genau, sie checkt es auch nicht. Es geht Ja. echt darum, dass er nicht fein findet. Ich habe einfach keine Lust mehr. Bro, ich weiß nicht, ich habe einfach exzessiv gesoffen so für ein Zeitchen. Mit meinen Kollegen jedes Wochenende, Freitag, Samstag, teilweise auch Donnerstag, Freitag, Samstag. Und irgendwann mal ist so ein Punkt, wo einfach mein Körper gesagt hat, ey, weißt du was? Ich glaube, es okay. Ja, Ich glaube, du hast jetzt gesehen, chill jetzt, beruhig dich, voll. du Peach. Ja, Mann. Ja. Aber gut, also Minute 25 und jetzt, das sagen wir, ich könnte da unten ja in den Kapitel schauen, wo wir machen. Genau, genau. Jetzt fängt unser Cypher-Gespräch an und das Herr nimmt schon sein Handy führen. Jetzt für alle, die nicht wissen, was ist der Cypher? Alpi, was ist der Cypher? Der Cypher ist das jährliche, die Gipfeltreffen. jährlich grösste, ja, Gipfeltreffen ist ein super Wort. Gipfeltreffen von den relevantesten, wichtigsten, besten Rapper und Rapperinnen in der Schweiz, wo im SRF-Studio zusammenkommen und exklusiv geschriebene Bars spitten, die man vorher noch nie gehört hat. Und es ist One Chance, wenn du verkackst, hast du verkackt. Und ja, das ist ein grosses Highlight einmal für uns. Und das gibt es schon seit wie vielen Jahren? Das ist jetzt Das das ist 10. das Mal. 10. gewesen. Mal. Ich habe letztens gedacht, wann ist echt das 10-Jährige? Ist das 10-Jährige Das gewesen das Jahr? gewesen. Also nicht das 10-Jährige, weil es hat so Unterbrüche gegeben, aber es Aha. war das 10. Mal. Gewesen, ja. Okay, Ja, okay. Krass, ja. krass. Ja, und angefangen hat es irgendwie mit... Also richtig angefangen hat es mal im Radio damals, aber das zählen wir wie nicht, weil so in der Form, wie es jetzt ist, gibt es zum 10. Mal. Und Ja. beim ersten Mal sind es, glaube ich, 13 Rapper gewesen, nur Rapper. Und jetzt sind wir bei 90, ich weiß es nicht. Sind zwischen Ja, 80 die haben, und die haben so eine SRF-Bounce-Umfrage gemacht und das ist bei 90, die Ja. richtige Antwort gewesen. Crazy. Ich habe richtig Glück. King, Bro. Grün. Nicht mehr so. Genau, muss man vielleicht auch noch schnell sagen, letztes Jahr
bin ich ja noch nicht Teil vom ganzen Bounce-Kosmos gewesen. Und Wir sind mehr so als die Podcaster, die einfach mal reingehen. Es sind auch schon, das hat mich gefragt, letztes Jahr auch so, hey, rappst du auch da? Ich so, nein Bruder, ich bin einfach da, ich hatte eher da sein, euch zuhören, mit euch können Wörter wechseln und dann mit dem, der das organisiert, über euch haten. Genau. Und letztes Jahr haben wir ja sehr stark gehatet. Wir haben auch sehr stark, oder ich rede von mir, sagen wir mal so, ich habe auch sehr fest gegen MC Gatekeep, Pablo, Der Pablo, ja. gehatet. Das Jahr, wie gesagt... Geil, du schaffst es auch mit ihm so Genau. mehr oder weniger. Wie ist das eigentlich? Ja. Hey Bro, cool. Wir haben, also weißt du, so, auch da wieder, meine Kritik war sehr berechtigt gewesen, finde ich. Ich wollte sagen, nimmst du es zurück, aber in dem Fall nicht. Genau, was ich aber sagen ist, jetzt, wo ich den ganzen Kosmos von drin sehe, muss ich sagen, es haben sich schon auch gewisse Meinungen geändert. So. Und ich würde jetzt gewisse Sachen, die ich halt vor einem Jahr gesagt habe, nicht nochmal sagen. Weil es ist auch ein sehr undankbarer Job, glaube ich, den Job von Pablo machen. Ich finde aber trotzdem, vielleicht kann man irgendwann die Entscheidung, wer in den Podcast eingeladen wird, wer in Cypher eingeladen wird. Oh nein, das ist, ja. Geil, man, das auch einfach mitmachen. Geil ist Ich finde aber trotzdem, dass man vielleicht die Entscheidung, wer in Cypher eingeladen wird, irgendwann darf aufbrechen und nicht einfach eine Person überlässt. Gut, er macht es ja nicht allein, er hat ja schon so... Er ist einfach das Gesicht, glaube ich, halt leider Er ist so. das Gesicht und er kann ja gar nicht überall wissen, wer sind jetzt die hottest Newcomers. Und dann hat er überall, in jedem Kanton hat er so ein bisschen Leute, die er so ein bisschen kennt, die er so ein bisschen vertraut und anfragt, hey, wer würdest du einladen und Okay. so. Er macht es nicht ganz allein, er schickt einfach am Schluss die Anfrage selber raus. Checky. Aber eben, ich meine, es braucht auch gewisse Knowledge, Bro, um all das zu wissen. Und eben, man muss auch sagen, es ist auch ein bisschen sein Baby, oder? Ja, mega, ja. Also ja, er hat es ja auch vor eben dann x Jahren gegründet und gemacht und da. Und darum, das ist so vorweg. Und was ich auch noch sagen will, ist, hey, schau, wie gesagt, Ehre, wem Ehre gebührt. Ich werde unabhängig von meinen persönlichen Meinungen über Leute sagen, ich finde, die Person hat es hure geil gemacht und die Person hat es weniger geil gemacht oder die Person ist ein King und die Person ist ein Hurensohn. So. Also es werden wahrscheinlich auch Leute ein bisschen geflamed, die ich eigentlich sehr gerne habe. Hey, also geil, same. Ich sitze da nicht als SRF-Mensch, sondern als Alpi, Voll. Privat-Alpi und alles, was ich sage, was Meinung ist über einen Part, ist absolut subjektiv und Voll. nicht die Meinung von SRF, das muss man schon auch sagen. Voll, ja. Und bei mir ist es genauso. Also weißt du, so, wenn ich Leute für ihre Parts, wenn ich ihre Parts scheiße finde, dann sage ich es auch, egal wie gerne ich die kann, privat. Und auch umgekehrt, es gibt auch Leute, die ich privat richtige Spasten finde, aber finde, ihre Parts sind wild gewesen. So. Ja, also ich glaube, das ist wirklich so eine Volk-Raum, wo wir jetzt einfach wirklich. Über unsere Meinung reden. Das ist einfach Ja, unsere voll, gut, scheiße, dreckig, sehr gut auseinandergenommen. Wieso bist du dort überhaupt gewesen? Das wird alles gehen, aber es basiert alles auf das Rap-Technische, was dort abgeliefert wurde. So. Haben ihr viele Parts gesehen? Schon ein paar, ja. Also ich muss ehrlich sagen, vor Ort bin ich vor allem froh gewesen, dass ich den Zürich-Part live erleben konnte. Da habe ich noch ein bisschen versucht reinzuhören, aber es ist halt ein bisschen, im Gegensatz zu letztes Jahr ist halt die Musik draussen ist halt ein bisschen leissiger gewesen. Und da schon müssen Kopfhörer anlegen, was auch für sich eine schöne Idee ist. Aber Hast du zwar letztes Jahr auch müssen. Aber letztes Jahr war es lauter gewesen. ja, genau, aber letztes Jahr war es ein bisschen lauter gewesen. Und dann, ich wollte das anlegen, aber ich so, Bruder, ich fühle mich, ich habe einfach Flashbacks gehabt, so, ja, Bro. Ich fühle mich zu spastig, Bro. So Kopfhörerparty? Ja, so oder was? Silent Disco, weißt du? Ja, ja. Und ich so, weißt du was, ich bleib so ein bisschen da, weißt du, ein bisschen connecten, ein bisschen reden mit den Leuten und so, ein bisschen fragen. Und nachher tue ich halt, also ich bin ein bisschen müde, gehe ich heim und höre den Rest auf YouTube, weißt du. Ja. Und dann noch so auf YouTube gehst. Ja. Entspannter. Ja, man, es war auch die beste Qualität gewesen, so. Und ja, ich weiß nicht, gehen wir rein? Gehen wir rein? Gehen wir rein? Reden wir einfach direkt darüber, wenn wir anfangen in der Runde mit den Top 3. Also, nur, ich will ja noch fürs Verständnis, Ja. damit Leute, die Cypher gar nicht Kennen? kennen. Also eben, du hast erklärt, was so das Prinzip ist. Und das Jahr ist ja so, also so ziemlich jedes Jahr ist es so aufgebaut, dass jeder Kanton, blöd gesagt, seinen Block bekommt, oder? Jeder relevante Kanton. Genau. Und Ja, Basel. genau, jeder, der etwas zu liefern hat. Ja. Also Und wir haben, Basel. genau, wir haben ja, das Jahr haben wir gehabt einen Zürich-Block, einen Bären-Block, einen Basel-Block, einen Luzern-Block, ich glaube einen französischen Block Ja, und Romandie einen Mixed-Block. und ein Mixblock, Ja, ja, also, genau. Für alle anderen,
allein nicht 10, 15 Rapper rein können. Genau, also das heisst, wir haben 6 Blöcke. So. Ja. Okay. Ja. Genau. Genau. Und angefangen hat es ja also das Jahr hat es ja mit dem Mit dem Welschen, ja. Genau, mit dem Romandie-Blog. Haben die 3 gelost? Hey Bro, ganz ehrlich, nein. Ich habe ein paar Parts gesehen, aber ganz ehrlich, ich habe vielleicht 60%, 70% von allen Parts gesehen bis jetzt, weil ich bei hart am Reinhasteln war die letzten paar Tage. Ja, du bist auch am Arbeiten bis gestern Abend. Genau, die Cypher hat am Donnerstag stattgefunden, heute ist Sonntag. Romandie, ich habe wenig gesehen. Ich habe vor allem eine ist rausgestochen, Nathalie Fröhlich heisst sie. Ist noch lustig, sie heisst Nathalie Fröhlich und ist im Romandie-Blog. Geil. Die hat recht abgeliefert, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht vollumfänglich sagen, was ist gut war, was nicht, weil ich habe nicht alles gelassen. Ey, beim welchen Bock oder beim Romandie-Bock, sorry, ist für mich einfach so wie früher mit 50 Cent so gewesen. Ich verstehe null und das geht mir mehr so um, es ist geil. Ja. Und das habe ich vor allem gespürt bei Nomelo und bei Becca und Tom D. Ja. Also du hast geil Ich habe die gelost, Bro, und ich so, einfach Kopfnicken, Bro. Verstehe nicht, aber einfach der Flow Kopfnicken, Bro. ist sicher aber ich habe gedacht so, Bro, ich check's nicht. Und darum Keine Ahnung, Bro. wollte ich... Also für mich ist Cypher, Ja. Bro. Für mich ist Cypher, ich höre und es wird... Bro, hoffentlich wird disst und hoffentlich bin ich der Trainer nahe, Bro. So, das sind für mich die 2 Vibes, die ich mir wünsche. Und das passiert einfach im Das Welschen Block passiert nicht. einfach im Welschen Ja, ja. Block, weil ich es nicht checke. Ja. So, Fix, ja, darum fix. wollte ich Aber das alles für haben. Vibes ist Show und ich, apropos wegen eben, für was du bist, ich habe immer die folgenden 2 Fragen gefragt, wenn ich so mit Künstler oder Künstlerinnen geredet habe. Immer so, wann bist du dran? Dann haben sie mir gesagt, nach dem oder vor dem. Und dann meine zweite Frage ist, wer dies ist. Ja, du hast ja schon viel getestet worden. Und so ziemlich von jedem habe ich Antwort bekommen. Sogar von Flavio Stucchi. Also er hat sogar überdisst, Bro. Und ich glaube, wenn wir jetzt nicht groß etwas noch zum welchen Block haben, tut mir mega leid. Können wir, also ich würde so Block nach Block gehen, oder? Ist okay. Finde ich gut. Was ich schon noch muss sagen, ich finde, Französisch ist viel die ästhetischere Sprache zum Rappen. Ja, Mann, ist eben auch so schön zum Hören. Aber er könnte sagen, der das los ist, nutzen und ich so. Ja, es tönt viel schöner, viel besser, weniger und sie haben eine krasse Orientierung, wenn sie nach Frankreich schauen, oder sie haben viel mehr so Vorbilder. Ja, sie können auch viel mehr erreichen mit ihrem Rap, Sie können blöd gesagt. viel mehr erreichen und auf Schweizerdeutsch bist du halt einfach, also du hast genau die Schweizer History, that's it. Du hast keine Orientierung gegen Deutschland. Oder? Haben wir einen Schweizer Monet oder einen Schweizer, weißt du, so für das Welche, für Romandie, für Französisch? Haben wir so einen, irgendjemand, der Französisch rappt in der Schweiz und dort in Frankreich oder in der französischen Welt abgeht und bei uns ist er so ein bisschen unter dem Radar? Ja, wie heisst die Captain gemacht hat? Kategorie meinst du? Oder, Nein. Captains of Imagination. Nein, sie, wo das Lied gemacht, wo auch überall im FIFA und so gelaufen ist. Das ist, es gibt ein paar, die in der Schweiz im FIFA voll umgegangen sind. Pedigu, glaube ich, heisst sie, glaube ich. Sorry. Krass. I'm the captain of my lifeboat. Ja, den Song kenne ich. Ich weiß Ja, Das zum ist Beispiel. Schweizerin, ja? Echt? Nein, das ist nicht sie, sorry, Pedigu, was ist das für Ja. ein Scheiß? Also es Mann. gibt zum Beispiel Slimka und Dime und Makala, Ja, ja. die sind so super wackelig, die sind glaube ich recht auch in Frankreich abgegangen. Und sonst bin ich im Fall zu wenig informiert. Ich höre nicht so viel welschen Rap. Und hat es den welchen Block oder den Romandie-Block hast du letztes Jahr gegeben? Oder ist das Schon jedes Jahr. jedes Jahr okay? Dieses Jahr war das erste Mal ein welscher Host dabei gewesen. Danitza. Ah, Danitza, stimmt. Outcast hat mal Danitza in der Story Ja, gepostet. Mann. Hey, Wild. Fresse. Ja, wild. Insane, wirklich. Hey, Ja, Fresse. ja. Einfach Schweizerin. Ja, Bro, einfach Outcast weiß von deiner Existenz, Bro. Mhm. Auf jeden Fall, genau, es hat einen Host gegeben, das erste Mal dieses Jahr aus der Romandie, der kommt von Couleur 3, das ist so ein Radiosender. Einfach der Romandie Drake, Bro. Sie, Er sieht ein bisschen aus, gell? krass, heftig. Ja. Mag ihr wirklich gönnen. Und das war noch geil, gewesen, weil sonst ist jedes Jahr so ein bisschen, wie so ein bisschen, klar, der Pablo kann gut Französisch, aber es ist gleich so wie so eine Barriere. Röstigraben, ja. Genau. Und die haben können wie die Brückli Schlag. schlagen mit dem welschen Host, was ich recht cool gefunden habe. Voll. Giros heisst er, ja. Wirklich sehr geil. Nice. Ich finde, er hat einen geilen Vibe gehabt. Ja, mega. Ja. Voll. Geiler Bart hat er gehabt. Ja, man, Shit. fick ihn doch, Mann. Ja? Ja, also ich weiss im Fall nicht, also wir können gerne einfach so mit Mixblog gehen, vielleicht muss man da sagen, aber einfach noch, damit ihr das auch checkt, gewisse Zürich-Rapper
sind im Mixblock Ja, gewesen, voll. einfach aufgrund von Terminkollisionen. So. Ja, genau. Es ist am gleichen Abend ist ja noch Locodrini-Plattentafel. Voll. Genau. Viele müssen schon vor der 7. weg eigentlich. Voll. Hure viele haben müssen gehen. Das war auch der Grund, wieso Locodrini nicht dabei sind. Darum hat man immer so ein bisschen hin und her geschoben. Voll. Ja. Voll. Hey, ja, also ich muss sagen, meiner Meinung nach ist es einer der hässigsten Cyphers seit eh und je. Ja, aber ich weiß nicht, Bro. Es ist hässlich, aber. Also, ich habe jetzt. Dieses, was ich gehört habe. Es ist mir alles einfach voll sportlich, Bruder. Es ist so. Keiner hat so. Wie soll ich sagen? Keiner hat so. Nur der Sohn. Weißt du, wie ich meine? So, du, ich fick das von dir. Sondern mehr so. Du kannst das nicht, du bist schlecht in dem, du bist falsch in dem, los mir mal. Es ist so. Also ohne Name-Dropping, aber viele haben schon hart beleidigt, ohne einen Namen zu sagen. Finde ich zum Beispiel Godella. Ja. Hat ja gesagt, ich fick eure Mutter, ihr Fotzen und was weiß ich. Und ich reiss dir die Haare aus. Und Ja, ich ja, reiss das hab dir ich die nicht Haare aus. gehört. Und Das ich reiss dir die Haare aus. So hat sie gesagt. Okay, das habe ich nicht gehört, aber so die ich gehört habe, ist so, meistens ist so mehr oder weniger sportlich gewesen. Es ist schon hässlich gewesen, aber keine Ahnung, Bruder. Ich finde, es steht auch ein bisschen dafür da sein, nicht? Weil hätte jemals jemand von den Eiern gehabt, einen Diss-Track jetzt raushauen gegen jemanden von dort, wenn es jetzt nicht Cypher gewesen wäre. Keiner hätte gesagt, hey, weißt du was, die Person stresst mich so fest, ich muss so etwas jetzt platzieren als Diss-Track oder so. Und dort kommen sie und sicher, du musst Skills zeigen, du musst zeigen, was du drauf hast, du musst gut sein. Aber gewisse brauchen es halt auch zum schnell schiessen, weil du hast so eine kurze Zeit. Ich glaube, das ist auch der perfekte Ort dafür momentan in der Schweiz, so, weil es gibt momentan nicht so. Ja, sicher, Bro. Und ich meine, letztes Jahr ist ja auch gezeigt worden, das, was am meisten polarisiert, sind ja einfach diese. Ich meine, was ist schon von letztes Jahr am meisten geblieben? Bei mir ist ganz klar Isma, wo austeilt hat, wie weiß nicht was. Ja. Und Manilio, wo er gegen den Black Tiger. Nein, gegen Hate Pop. Ja, und Black Tiger. Hat er beide disst. So halbe. Ja, es war mehr Referenz, glaube nicht ein direkter Diss. Ja, genau. Aber ja. Also, das ist mir das, was am meisten geblieben ist. Und Locodrini, der da Namen aufgezählt hat. Locodrini, wo der Control-Verse-mäßig Ja, genau. sagt, du. Ja, genau. So, darum, Ich glaube, im Fall, das Locodrini-Ding, vielleicht auch die anderen, hat das ausgelöst, dass dieses Jahr so viel mit Disses gekommen sind. So. Also meinst du Loco und Drini, die ist von letztes Jahr? Ja, dass also, die, wo weißt der Drini und Loco gesagt haben, die einzige in dem Game, wo wir irgendetwas können. Ja, und der Rest kann nichts und so, ja. Genau. Und ich bin im Fall, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, es trifft einem doch viel härter, wenn so Leute mit Facts kommen. Weißt du, wenn mir jemand sagt, hey, du machst mega scheiß Arbeit bei SRF Bounce, trifft mich das härter, als wenn mir jemand Hurensohn sagt. Weißt Ja, du, eben deswegen sage ich zum Beispiel, einer von der, also ich springe jetzt so kurz zum Isma, sein Partner, einen Satz, er sagt ja, jeder, der vom Handy abliest, ist schlechter als ich. Ja. Und das ist ja, Bro, Ja, Fact. fick. Fact. Also das, Fact. Das weißt du, wie ist, viele fühlen sich angesprochen? aber das ist auch ein Fact, Bro. ja. Also, Aber wenn der Isma würde sagen, ihr seid alles Hurensöhne, fühlt sich niemand angesprochen. ja, das ist oder? einfach so ein belangloser Diss, wo einfach so schnell. Du siehst ja bei uns, Hurensohn kannst du einfach sagen, das ist so schnell in den Raum gerührt und Hurensohn ist eine Kritik, das ist einfach so mal schnell Wut rauslassen. Also, ich muss sagen, Bro, der Isma ist ja mein kleiner Bruder. Also, er ist ja wirklich, Bro, ich mache ja sehr viel für ihn, er macht viel für mich, er ist für mich wirklich wie Familie. So. Und da muss ich auch noch anhängen, für mich ganz klar einer von den Top 3. Ich finde, also weißt du, von diesem Jahr, ich finde auch die Ansage finde ich grundsätzlich geil, die er gemacht hat, mit jedem, der vom Handy abliest, ist schlechter als ich. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Bruder, also es ist einfach auswendig lernen. Ja, aber das ist so. Das ist ein Statement. Ja, ja. Es Also, ist ein Statement, ganz klar. Aber ich finde, das sagt jetzt nicht ganz viel über deine Rap-Technik aus. nein, aber das zeigt, wie ernst du es nimmst vielleicht. Ja. Für mich ist das mehr so ein bisschen der Punkt. Weißt du, es sind so Kleinigkeiten, wo vielleicht zeigen, dass einer wirklich sich Mühe gibt und wirklich etwas abliefert oder reissen. Zum Beispiel, es heisst nicht nur, wie du vom Papier uploadst oder vom Handy uploadst, dass du scheiße bist. Aber er hat zum Beispiel sich das auswendig gelernt, das ist an und hat geliefert mit eben noch ein Show, mit Stimme und so. Und für ihn ist das wirklich so ein Platz. Ich habe jetzt die 2 Minuten und ich will, dass die Leute checken, wie krass ich bin. Ja, aber das ist halt auch Hunger, Bro. Also, Eben weißt du, so zum Beispiel, das. So, er sieht das nicht als, ich gehe schnell, machst ein paar Sachen, 2-3 Tage Ja. vorher, hau ein paar Diss raus, Leute hören von mir und gut ist. Sondern er wird wirklich so, schau, ich bin da und Ja, ja. ich will da sein. aber es gibt so viele Rapper in der Schweiz, die so eine Legacy haben,
die es nicht nötig haben, das auswendig lernen. Ja, oder die einfach am Abend vorher schreiben Ja. und gar keine Zeit haben, um das Voll. auswendig Und zu es ist lernen. trotzdem wild. Also Ja, zum ja. Beispiel Ali hat komplett abgelesen. Ja. Aber Aber, er es ist, hat gefickt, aber es ist Bro. ein Ding seit Jahren. Beim Ali Ja. kannst du nichts sagen. Ali Aber- macht seit Jahren immer. Bro, beim Ali, wenn ich sehe, er macht Cypher und ich sehe A4-Papier, ich weiß, er wird jetzt einfach schnell ein paar Leute auseinandernehmen. Ja, aber das meine ich. Also weißt du, eben auch Eldorado hat abgelesen, Ali hat Ja. abgelesen, Livio hat abgelesen, EAZ hat abgelesen, Pablo hat abgelesen. Pablo hat abgelesen. Ja. Das heisst nicht, dass sie raptechnisch schlechter sind. Das muss man auch sagen. Ja, also, weißt, sicher, so, sicher. das meine ich damit. So, ich check die Line. Ich finde es wie ein geiler Diss, weil dann Ja, ist viele doch sich kreativ offended auch. fühlen. Ja, so. Voll. Aber eben, dass es dann 1:1 stimmt, das ist ja dann auch nicht ja. wahr. Das wollte ich einfach nur sagen. Ich finde aber der Gigi-Diss von ihm ist. Warte, Mixblock, wer ist. Hat er wieder Gigi dies? Nein, im Mixblock, sind wir beim Also, Mixblock, nein, jetzt oder? haben wir einfach- Jetzt haben wir Ja, ja, aber gibt es im Mixblock, jetzt noch kurz, im Mixblock ich ist muss schon schauen, jemand. wer alles drauf ist. Also dort war MC Hero, gewesen, Ja, Stimmt. Estela war. gewesen. Das Ja. ist ja, hat ja auch Wellen geworfen. Genau, das kann man auch gerade reden. von der Stella. Oder Mhm. was hat sie gesagt? Also, Estela ist das neue Signing von Sektion Zürich. Ah, stimmt, da gab es Kachita gegen sie geschossen. Nein, sie gegen andere geschossen. Also, Glaub's. Estela hat angefangen, irgendwo ihre Part, ich korrigiere mich bitte, wenn ich falsch bin, hat Ja, irgendwo sicher. gesagt, ich bin nicht da zum Stottern, wieder pronto. Nuschle, ja. Nuschle wieder pronto. Mhm. Und nachher hat sie noch geschossen gegen Gigi wahrscheinlich. Nein, also Gigi auch, weiß ich nicht. Etwas mit Social Media habe ich gemeint. Ah, stimmt, so, genau, Social Media Rising Stars, Ja. was ist das für ein Scheiß Award Genau, oder so? weil Gigi hat ja den Influencer Award gewonnen für Social Media Rising Star. Hat sie Wow, ihn gewonnen das oder ist- ist sie nominiert? Oder auf jeden Fall noch Das nicht. ist für die Rap-Karriere ist das schon nicht so Das hat sie ein gemacht. Influencer als Rapper. Da Estella hat gegen sie geschossen und Estella hat auch noch gegen Kachita geschossen und gesagt, ey, quasi du bist, du machst beim Cypher auf Schweizerdeutsch und nachher rappst du auf Spanisch. So, Ja, du bist voll. nicht real, so der Style. Und Bro, man muss einfach sagen an dieser Stelle, und das ist genau, was ich vorher gemeint habe, ich finde, von ihr cool ist sie gekommen, das erste Mal an Cypher, hat noch keinen Release draussen, Kein Song draussen. kein Song draussen. Wird einfach mal dies. Aber kommt und zeigt so, ich bin da. Als eine von wenigen Frauen, einfach mal pauschal gegen alle Frauen im Rap-Game dissen ist ein Move. Finde ich jetzt. So Schwester Eva-Move. Ja, finde ich jetzt. So, es gibt glaube ich, viel Angriffsfläche in diesem Rap-Game, wo nicht nur aus Kachita und Gigi besteht. So. Aber ja, ist ein Move, kann man machen. Und ja, sie hat geschossen und sie hat gezeigt, ich bin rum und das ist sicher mal ein richtiger Move gewesen. Wenn man so darüber nachdenkt, was in den letzten Jahren gut angekommen ist. So, sie hat sicher Wellen geschlagen. Dann, knapp 4 Stunden später, Ist es 4 Stunden? 4 Stunden, Ja. glaube 3-4 Stunden vielleicht, Ja. kommt Kachita, Same Day Response. Bruder. Und dann sagt sie irgendwie, und Estella, das ist für dich, nochmal auf Spanisch, nachher rappt sie auf Spanisch, sagt irgendwie, Hey, wieso bist du eifersüchtig? Irgend so etwas. Wieso bist du eifersüchtig? voll, rappt auf Spanisch, auf die Antwort quasi, und nachher sagt sie, einen Tag vorher bist du bei mir in der Show, Bitch, bist du manisch. So quasi, erst gibst du mir Props, Lass dich von mir supporten. lass dich supporten und am nächsten Tag hatest du gegen mich. Und Bruder, da muss man einfach auch sagen, wenn du schon als Newcomerin gegen grosse schiessest, Bro, schiess mit scharfer Munition, Bruder, weil Kachita hat gegessen, Bro, kannst du nicht sagen. Also wenn sie wirklich am Tag vor ihrer Show war, dann ist Kachita hat gegessen, Bruder. Ja, und das eben ist mit dieser Response. kritisch, Bro. Wenn du am Tag vor der Show bist und du das ist am nächsten Tag, Glaubwürdigkeit ist nicht dumm, das ist wirklich nur wegen Klicks. Und zweitens, die hat einfach zurückgegeben. Also. Aber sie hat kaputt zurückgegeben. Also Kachita hat gegessen, Bruder. Kannst du sagen, was du willst. Ja. Hey, und ich muss ehrlich sagen, so unsere 2 Grössen vom Zürich-Block, vom Mixblock, also wo von Zürich sind, aber im Mixblock, EAZ und Hero. Hey, ich habe die Parts gefeiert. Schade ist es so kurz. Ja, Ja. habe ich auch gefunden. Also, ich habe schade ist, es hat nachher auch der EAZ zum Beispiel gesagt, so fuck, Alter, das war kurz gewesen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es
so ist, aber schade, ist so kurz gewesen, man. Ich hätte es mir auch gerne länger gewünscht. Ja, aber gell, bei einem EAZ, hey, ich bin im Fall, der hat so viel auf dem Teller, der Ja, macht ja. die ganze Zeit so viel Zeug, ich bin froh, kommt er und bringt 16 Bars, Mann, also uns ist fucking Fix. fire gewesen, oder? Fix, es ist feier. Was hat er gesagt? Er so, sogar G's-lose Juicy im Auto oder Ja, so. und er so, ihr macht Rap als Hobby, ich mache Rap für den Cash, Homie. Ja, das ist schon so. King. Auch geile Beatwahl, Bro. Ja, Hero ist auch gut gewesen. Hero ist einfach ein verdammter Künstler, Bruder. Er ist einfach ein Showman, Bro. Er ist einfach ein Hero Showman. liefert einfach jedes Mal ab, egal was er macht. Das ist ein Animal, Bro. Ja. Egal was er macht, der richtige Haiwan, Bro. Wer haben wir noch im Mixblock gehabt? Ey, ich habe nur jemanden aufgeschrieben, den ich noch nie gehört habe vorher, aber den ich nicht schlecht gefunden habe, ist stabil und er rappt nur auf Englisch. Vielleicht kennt jemand von euch, ich spreche es wahrscheinlich auch falsch aus, aber scheißegal, Las Angelov. Wes Angelov. Wes Angelov. Ja. Ja, Mann. Wes Angelov. Hey, der ist im Fall auch, der ist Hardcore Ghostwriter für Ami-Rapper, gell? Also, Ja. Bro, riesig. ja. Also für die Grosssounds, oder wie? Bro, der ist, also ich habe meine Recherche nicht 100% gemacht, aber der ist mal mit Mashallah, Bro. Shady Records mal hat der Sachen gemacht, das Slim Shady. Also weißt du, Bro, so, wenn ich mal einen Disc gegen Pelling muss bringen, ich tue den Text von ihm schreiben lassen. Man. das Krass, ist weil voll crazy. du hast ja. aber auch gemerkt, also weißt du, das Ding ist, auch in den Kommentaren zum Beispiel, ich kenne ihn ja nur, in den Kommentaren so Leute so völlig underrated, wie so kommt nicht aufs Radar und dann müssen einfach in Amerika sein Ding durchziehen. Und dann ich so direkt ich so, Bruder, zum ersten Mal habe ich einen Rapper in der Schweiz, wo ich nicht muss abcringen, dass der auf Englisch rappt. Ja. Er hat einen richtig geilen Akzent. Das ist Und New York. ich habe das Gefühl, er ist ein Ami. Also ich habe Ja, nicht ja. das Gefühl gehabt, wie so einer von der Schweiz, der 4-5 Wörter im Satz auf Englisch braucht, noch hat das Gefühl, er ist international. Sondern der Cousin hat ganze Konversation, alles full auf Englisch und so richtig mit Dialekt, du hast nichts rausgehört. Ja. Nicht. Ja, Bro, du hast früher mit Kid Ink und Waka Flocka Ja, und, geile und Eminem und so gehängt. Ja, also, ja. Und nachher einfach, also das ist schon krass, was für Leute das Cypher kommen. Es ist immer einmal so ein bisschen, geht unter, weil für gewisse Leute ist einfach so, keine Ahnung, die 3 Leute kommen, das ist krass, aber Bruder, in dem Fall ist ein Motherfucker dabei. Das ist im Fall auch nur in der Schweiz möglich. Wir haben ja auch schon in der Vergangenheit darüber geredet, Deutschland-Cypher, das, aber das kannst du vergessen, weil so, weißt du, bei uns, jetzt das Jahr nicht, aber eigentlich jedes Jahr kommen Lohn, Leduc, kommen Zen, kommen DAZ, kommen weißt du, die grössten bei uns im Business. Das kannst du in Deutschland vergessen, das kannst du in den USA vergessen. Man hat das Gefühl, ein Sido kommt dann ein Deutschland-Cypher, wo auch noch ein kleiner, weißt du, was ich meine? Ja, fix. Ohne dass fett Cash fließt. Ja, So. ja. Darum, ich glaube, das ist ein recht geiles Privileg, das wir in der Schweiz haben, dass wir so ein Event so, können ja. auf die Beine stellen. Das ist so. Das ist der einzige, den ich jetzt im Mixblock so aufgeschrieben habe, weil der ist krank hässig abgegangen. Also ich kann dir noch sagen, was ich sonst noch geil Ja. finde am Mixblock. Ich habe Projekt IT hat hure lustige Lines gemacht. Und am Steve Merson. Hast du das gehört? Ich habe vom Ali die Steve Merson Line Nein, Bro. Es gibt so, Projekt E.T. sie haben wie so 2 Songs gebracht und dazwischen haben sie wie so einen Teil, wo sie so reden und dann sagt der eine zum anderen, hey, folgst du Projekt IT? Also, ja, warum? Hey, voll geil, ich schenke dir einen Roller, kannst du ihn am Steve Merson in die Fresse rühren. Geil, Alter. Hey, ich Habe ich glaube, recht lustig es gibt, für mich sind es 2 Leute. 3 Leute sind am meisten disst worden in dem Cypher. Ja, Es ist Kneck, ja, Pablo ja. und Steve Steve Merson. Ja, ja, ja. Ja, voll. Okay. Wer ist sonst noch im Mixblock gewesen? Was haben ihr gefunden zum Noah Bachhofen? Ja, Bro, geil. Ich weiß nicht, ich habe es gefühlt. Er ist geil gewesen. Er ist einfach so, noch kurz so ein bisschen, wie soll ich sagen, Bro, stell dir vor, so 50 Leute sind angespannt dort und wollen abliefern und es kommt einfach einer, der auch abliefern, aber ihm geht es einfach nur, er hat überkochen, Bro. Bruder, er ist mit seiner Frau und Baby gekommen. Der So King einfach schnell gekommen. Und rap-technisch, hey, ich habe es gerade nicht mehr so im Kopf. Aber Bro, ich habe es geil gefunden, es hat Flow gehabt, es war unterhaltsam gewesen, es war mal etwas anderes gewesen und ich habe es easy gefunden. voll. Und sicher auch besser als viele andere. Ja, also das war eben das Krasse gewesen, so. täglich Rap. So mindestens 50 oder 60% besser als viele andere Leute gewesen sind. Ja. Ich habe gedacht, eigentlich ist es nicht so ein gutes Zeichen für Schweizer Rap. Genauso auch, wo der Flavio gerappt hat. Flavio hat Genau Der das hat wollte ich auch- jetzt wollen sagen. Gell? Der hat Also, auch geliefert. Und Flavio hat hat gedacht, es wirklich ich auseinandergenommen. kann genau das sagen. Ich habe es easy gefunden, Noah. Es war super gerappt, die Lyrics sind gut gewesen. Man hat natürlich schon gehört, dass da ein gewisser Rapper, man hat seine Väter ein bisschen rausgehört. Ja. So.
Ich habe es easy gefunden und dann ist der Flavio Stucki gekommen und dann habe ich gefunden, hey Bro, von diesen 2 TikToker, sage ich jetzt mal böse, hey, also Flavio der Flavio hat den Buff Ey, Bro, es ist... angezündet. Aber es ist halt... Bro, der Typ hat das vor ein paar Tagen... Drecksbasler. Ja, der Typ hat das vor ein paar Tagen hat das als Aufgabe bekommen, so als Prank, hat den Text geschrieben, ist gekommen und der ist einfach krasser als viele andere. Er hat Ja. alles rasiert. Hä, Bro? Ja. Hast du die Line gecheckt mit irgendwie, du willst mit mir einen Kaffee trinken? Du willst ich will keinen Kaffee mit dir, ich bin Homie Mit mit der Nathalie Nati und Nati mit mir, ja, ja. Und Nathalie ist ja unser CEO. Das ist der Big Boss auf SRF, Aha. Direktorin. Ich kann- Wieso machst du das immer? Es hat auch immer so staubige Wieso machst du das immer? Es ist so staubige Sachen, es nervt. Und das habe ich nicht ganz gecheckt. Also ich habe gedacht, wahrscheinlich irgendjemand, den ich halt nicht kenne, 100%, aber halt etwas Krasses, etwas Wichtiges. Aber zum Also er Beispiel, sagt ja Nati sogar, nicht Ja, Nathalie, ja, ja. Nati. so Nati mit mir. Er sagt zum Beispiel, kein Bro, er tut ja auch der Disque Knack, wo er zum Beispiel sagt, ich höre auf mit Rappen, wenn der Knack aufhört mit TikTok oder irgendwas. Ja, ja. Das ist lustig, ich so, ey, er kommt zu mir so, ciao, ich so, Bro, ziehst du durch? Er so, ja voll, so, oh Scheiße, ich so, ja voll. Und nachher ich so, halt, wenn kommst du raus, also Baselstunde, ich so, und dies ist jemand. Er so, der Knack. ich so, Hure, weißt du? Ja, ja. Er so, ich schwöre, ich so, ja, ich so, geil ist sicher. Geil. Ja. Und ich muss sagen, also, Text habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber im Allgemeinen, erstens gut und zweitens auch ein bisschen erschreckend, dass ein TikToker oder halt ein Influencer, nennt es wie es willst, innerhalb von ein paar Tagen etwas angebracht hat, wo viele in den Schatten gestellt hat. Ja, andere, die das jeden Tag professionell machen. Oder halt einfach, ja, immer wo nicht an das dranbleiben. Level Und dann ankommen. Aber gell, ich glaube, dort hat es auch mit so Dingen zu tun. Was hast du zu verlieren? Ja, Ein ja. Flavio Stucki hat nichts zu verlieren, der kommt dort an, alle wissen, das ist Das ist Larifari. Spaß. Ja, ja. Und bei vielen anderen Rappern, die das halt voll ernst nehmen, die haben halt eine Flughöhe, wo sie sich können blamieren etc. und wo sich dann vielleicht nicht so etwas getrauen. Ja. Aber ja, stabil. Er ist gewesen. gut gewesen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin recht enttäuscht vom Zürich-Block, Bro. Wirklich. Ja, sind wir jetzt beim Zürich-Block? Ich hätte noch jemanden Ja, sag. angesprochen vom Mix-Block. Hey, Benji Bonus hat mich Ah mega ja, das habe ich touched. auch aufgeschrieben. Ist er im Mix-Block? Er ist im Mix-Block, das hat mich mega berührt. Bro, Mann, Ja. Benji Bonus. Ich finde Ich es glaube, ich habe es auch gesehen. Warte, schnell. Es ist doch der, wo so... Warte, ja, erzähle dir, Er hat über sorry. seine Mutter, die er verloren hat, hat er gerappt. Ja. Sehr realer Dude, Bro. Sehr, also ich habe auch aufgeschrieben, hure wilde Bars. Ein richtig geiler Flow. Richtig angenehme Stimme auch. Er hat eine super Stimme, Er finde hat ich. so eine geile Stimme. Und letztes Jahr hat er ja, ich glaube, letztes Jahr ist es gewesen, wo er so abgerissen hat mit dem Cypher. Schon. Mag mich nicht genau erinnern. Aber ja, kann sein. Der ist schon wild gewesen, aber dieses Jahr habe ich gefunden, das ist wirklich wieder krass gewesen. Hure. Und ich weiß, ich habe es gelesen, Bro, und ich habe auch wirklich Gänsehaut gehabt. Und da merkst du einfach, da macht es einen, wo Liebe hat fürs Game, Bro. Das merkst du einfach. Voll. Ich habe den Benji Bonus das erste Mal live gesehen in Horgen als Voract vom Didi. Okay, ja. Was auch, als Support Act, was auch sehr geil war. Und das ist auch so einer von den Rappern, wo ich mir wirklich wünsche. Ich wünsche mir wirklich, dass er Erfolg hat. Voll, Weil er will es verdienen, Bro. Er macht es wirklich gut. voll. Der Riva ist auch im Mixblock. Hat der Dentist, habt ihr das gehört? Wer ist der Riva? Hey, ein Rapper aus, ich weiß nicht genau. Aus das- Aarau das oder ist so. der- und so. Das ist, er hat ja gesagt, einfach, er hat ja Feature-Anfrage bekommen und nachher hat er ihn sich nicht mehr gemeldet und nachher hat er erzählt, er hätte das abgelehnt oder Ja, so. genau das. Was ist da die Geschichte? Ist das? Hey, weiß ich nicht. Also laut ihm, das ist einfach so, hey, der Gesang hat mich gefragt für ein Feature, nachher hat er sich nicht mehr gemeldet und nachher hat er gesagt, er hätte ja abgesagt. ja, dies. genau so. Was ist... Okay, weiter. Also ja, so dieses finde ich so, okay, ist gut, so hauptsächlich wird nicht mehr droppt, aber wiederum finde ich so, kein Mann, wenn du schon einen Namen droppst und dies ist, geh ein bisschen mehr rein, weil es passiert, du tust den Namen droppen, so, es passiert, so, deswegen geh ein bisschen mehr in die Substanz. Was nicht heisst, sag ihm Hurensohn oder so, Ja. so mit Fokus, sondern wieso kann ich, du willst schon so etwas loswerden, wenn das der einzige Punkt ist, dann ist einfach für dich nur um Name droppen gegangen. Ja. Ja, Bro, wenn ein Aarauer No-Name-Rapper anfängt gegen Zen zu schiessen, dann weißt du auch einfach ganz klar. Ey Bro, also No Name, ich weiß No nicht, Name ist, ist er aber nicht, aber No so Name kann würde ich Kann nicht ich sagen, nicht, aber kann ich nicht, muss ja, ich sagen. aber also weißt du, was er gehabt hat, so inhaltlich und auch Text, ist ja nicht so, dass er nicht mal, also er hat, ist nicht so, dass er nicht den Beat getroffen hat, also es ist nicht einfach No Name und niemand, wo er sich gestern rappt. Es ist gut gewesen, aber keine Ahnung, das so,
Es ist nicht so wie so für mich ein Diss überkommen, wie jemand, der hässlich ist, etwas wie so platzieren oder jemand, der einfach schnell etwas gesagt hat. Also Es ist wie wirklich, so. es war ein bisschen Promo gewesen, nicht? Also so ein Promo. Ja, also ich will mir einfach 17 Mal überlegen, bevor ich den Zen disse. Ja, Es ja. müsste etwas richtig Übles passiert sein, Ja, dass ich ja. den Zen disse, Mann. Ja, eben, deswegen denke ich mir, wieso, keine Ahnung, man. So, Jeans hat er dich zum Feature eingeladen, es hat dich gestresst, dass er sich nicht mehr gemolden hat und wegen dem machst du jetzt so einen Diss und deswegen so. Es ist schade, weißt du, erwartest du in der Szene vielleicht nicht so etwas, aber wegen dem musst du jetzt nicht irgendwie. Das ist einfach für mich kein Diss, Bro. Sagt er, jetzt auch kein Diss. So, ey, ich sehe mich wieder zum Feature und ich bin gegangen und, oh Mann. Jetzt hat er erzählt, ich bin nicht egal, also, keine Ahnung, egal. Das ist so das, was mir geblieben ist, von ihm. M zum O, wo ist der gewesen? Zürich-Block Bei wahrscheinlich. Bern nicht. Oder? Okay, und Delikatesse? Delikatesse? Ist Zürich. Okay, also gut. Also M zum O hätte ich. M2 ist Ah, nicht Zürich. Bern, hä? Also, Nein, ist auch Zürich. Ist Zürich, Junge. Zürich. Also gehen wir in den Zürich-Block? Ja, rüber? hat dich enttäuscht, hä? M zum O? Nein, Zürich-Block hat dich Ja, ja, enttäuscht. Zürich-Block. Wie hat sagt mich ihr? enttäuscht. Ja, von diesen Rappern, wo ich mir gewünscht habe, dass es geil kommt, ja. habe ich eher schwache Leistung gefunden. So. Also wer zum Beispiel? Bro, also... Oh oh. das ist Ja, jetzt wenn du aber- so etwas sagst. Ja, Bro, weißt jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das sind Leute, die ich eigentlich sehr feiere. du? Ja, ja. Aber nein, Bro, ich finde einfach zum Beispiel, ich hätte mir mehr gewünscht von Mariah zum Beispiel. Ja. Was Oh. hättest du mir gewünscht zum Beispiel? Ja, Bro, härterer Flow, Ja. geilere Bars. So. Weil ich habe wirklich gedacht, also weißt du, so, das ist normalerweise ein Rapper, den ich sehr feiere. So, und darum finde ich, er hat zwar eine sehr geile Line gegen den Pablo gebracht. Was hat er gesagt? Ist, Ja, gell, also. Ja, also. Schwierig. Nein, schau, ich finde Ryan 87 super talentierter, hungriger MC. Kommt ist jetzt als eben, ja. Mike, erstes Mal am Cypher und so. Und dann diese der Pablo Fair, finde ich auch, es ist Sport. okay, ich weißt habe du, nicht gewusst, es dass ist es das erste Mal am Cypher ist, muss ich sagen. Sorry. Fair, ich finde einfach, jemand als ein Mann, als Frau bezeichnen, ist kein Diss so. Mhm. Er hat irgendwie gesagt, weißt du, was ich meine? Was hat er gesagt? Ist der Pablo ein Mann oder eine Frau und hat er ein Loch? Er wäre lieber Koch, irgend so etwas. Ja. Ich glaube, der Pablo hat ein Loch wahrscheinlich. Ja. Eben, Es ist weißt du, was ein ich bisschen ein meine? Haus-Maus-Reim, Bro. Das meine ich mit, ich bin ein bisschen enttäuscht. So. Ja. So, aber ich freue mich jetzt vor allem auf, was nächstes Jahr passiert, Ja, ja. wenn der Pablo jetzt zurückgeht. Weißt du, was Ja. ich meine? Er hat ja gesagt, er hat ja seinen Part hat er ja auch am Cypher, wie jedes Jahr. Und dann hat er ja eine Story gemacht. Es kommt noch Antwort, keine Angst. So, nochmal eine weitere Antwort auf den Cypher. Ich bin einfach auf das gespannt. Er hat eine Story gemacht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwie Also hast du es einfach gut gefunden? vom Ryan. Mhm. Ey, Bro. Oder allgemein Zürich-Block, ich weiß Ey, nicht. Also. Bro, der Zürich-Block, jetzt im Vergleich zu letztes Jahr, habe ich leistungsschwächer gefunden. Das ist eben das, was ich auch meine. So, Ja. letztes Jahr hat Zürich-Block alle Jahre bisher. Ja, sie haben es immer noch gedreht das Hat- Jahr, aber das Jahr ist der Abstand zu den anderen nicht mehr so ein. Es hat auch andere Kantone und andere Blöcke als Rapper gegeben, wo ich dachte, okay, weißt du, krank, Alter. Und letztes Jahr war es so, Zürich ist gekommen, Bro, fast jeder, also wirklich jeder hat geliefert und du hast wirklich, die meisten haben gesagt, Zürich, du siehst wieder mal, dreht einfach Zürich-Rap vom Rücken, weil wir haben so viel Talent und so viel, was abliefert, aber das Jahr leistungsschwach. Ja, finde ich auch. Das Jahr ist es nicht so gut gewesen. Niger? Hey, Bro, DVW und Niger, also Niger habe ich grundsätzlich gut gefunden. Habe ich geil gefunden, DVW auch. Simon, ich jetzt sagen, wenn ich jetzt von leistungsschwächeren Zürich-Dings sage, würde ich es jetzt eher nicht dazu zählen. Ja. Ich finde, sie haben ihren Job gemacht. Meiner find- Meinung nach. Es war easy, gewesen, aber es ist nicht mega rausgestochen. Weißt du, was ich Eben ja, meine? so, der Job ist Ja, gemacht, also aber es weißt, ist nicht so. was ich meine ist, von einem DVB, von einem Niger, von einem Ryan, ich habe einfach erwartet, es wird gefickt, Bro. Es wird wirklich auseinandergenommen. So. Und ich glaube, sie haben technisch und ihre Disses und so sind geil gewesen, aber ich habe mir wirklich gehofft, es wird Etwas muss ich auseinandergenommen. schnell fragen, Mann. DVW, Bruder, wenn das los ist und siehst, Ja. kannst du mir sagen, ob du einen Deal hast oder wieso du in jedem Song musst immer erwähnen, dass vergeben ist? Macht er das? Er macht jedem, sagt einfach, entweder sagt er, dass er eine 10 von 10 Frau hat, King, oder dass Bro. er Liebe. Er sagt, dass jeder, Bro, er sagt so, ich fick deine Mutter, du Hurensohn, und ich habe 10 von 10 Frau. Und ich fick King, Bro. King, Bro. Das ist für mich ein King. Nein, Bro. Und auch schon gestern am Cypher, weißt du, also am Duschtig, ich so, er und diese, und nachher ich höre wieder so, wegen ihm seine Frau, ich so, Bruder, Nein, das Bro. ist doch Leute, wieso, oder sind die Frauen so wie, ey, wenn du mich wirklich liebst,
Sie warten daheim mit dem Jedes Oklava, Mal, weißt wenn du? du rappst, muss mein Name drauf. Nein, Bro, ich meine, weißt, ich sag dir ganz ehrlich, Bro, DVW ist einer von der realsten Motherfuckers, Bro. Ich habe den Typ so gern. So kaputt. Er ist so ein geiler Sicht. Aber das ist genau, was ich meine mit, hey, look, ich habe so viel Liebe für so viele MCs da draußen, aber mein Geschmack, meine Kritik, das ist jetzt einfach unabhängig von dem. So. Darum, Jungs, alles Liebe. Und ich Was erwarte... ich geil gefunden habe bei Zürich Block, sorry, weißt du, was ich noch? Schon, alles gut. Einer, den ich geil gefunden habe, ist so persönlich, also wahrscheinlich das Ende so bei mir, der Gabu. Das ist bei Gabo bei hat Mix. gefickt. Nein, er ist Luzern. Aha. Gabo ist Luzern. Bro, auf jeden Fall habe ich das ja nachher noch gesehen. Und Bro, ich bin halt so, ich finde das Marseille finde ich geil. Und er hat so gerappt mit Marseille und hat nachher gesungen. Bro, ist richtig geil. Ist nicht der Gabo einfach gekommen und hat den Danese... Mal hat der Danese so Wow, weggestoßen Bro. quasi. Bro. Und der Danese hast du mir so angesehen, so... Also man muss jetzt gleich schnell sagen, Bro, Also warte, über den ja. Danese kannst du denken, was du willst. Er ist einfach ein Killer. Bro, er ist einfach ein Killer, Bro, und er ist einfach ein OG. Denise heißt er, ja. Ja, Sorry. am Danese musst du einfach auch Respekt zollen, Bruder. Weißt du so. Und darum, aber eben Gabo war massiv besoffen gewesen. Ist er? Ja, ja. Ich glaube, du hast gesehen, auch so im Ding, also, Der Bre ist oder einfach gut. kaputt, aber auf jeden Fall, der ist gut unterwegs gewesen, egal was er gerade ist. Darum, Bro, ich finde es hart, Bro. Ja, ja, Und- Eier. Also Eier und ich finde es auch ein bisschen... Ich weiss nicht, ob das cool ist, Bro. Also, Ah, wegen warte, Respekt Kimmes? und so weiter. Ja. Was ich vorher noch will schnell sagen, eben, es, weißt, easy langt am Cypher einfach nicht. Wenn du Ja. kommst und einen easy Part bringst, stichst du nicht raus, du gehst Genau. unter in der Masse. Oder? Genau. Darum musst du du musst deinen Peak-Moment bringen. Und Vor dann, allem im Zürich-Block. Genau, vor allem im Vor allem im Zürich-Block, Zürich-Block. damit du überhaupt wahrgenommen wirst als «Wow, das ist verdammt krass Voll. gewesen». Weil zum Beispiel eben jemand, wo ich jetzt, wo ich vielleicht jetzt persönlich mit seiner Musik nicht viel anfangen kann. Weil es einfach monoton ist und einfach überhaupt nicht mein Flow ist, Lil Bruzy. Lil Bruzy hat gefickt, der Bro, Cypher, finde ich. Aber Cypher. Ja. Er hat Muss so- man er hat der ich jetzt schon nicht geschaut. auseinander genommen, Bruder. Er ist gekommen, Ja. hat das Mikrofon so weit aufgehebt und hat so gerappt, Bro. Er hat so gerappt. Und jetzt, ich sage jetzt mal so, der Live-Chat ist abgegangen. Ja. Ja. Dort haben Leute geschrieben, «Schau, die verfickte Giraffe.» Oder Leute haben so geschrieben, «Wer ist das Gollum von der Schweiz?» Gollum von der Schweiz. Weißt du, aber, also weißt du wirklich so? Er hat so Aber gerappt. wirklich, Bro, seine aber Kind... wieso? Also- Los jetzt, sein Kind ist so gewesen, Bro. Ja. Und er hat so gerappt und er rappt ja, sein Flow ist so ein bisschen, «Ja, und ich bin hier und ich sage, nein, ihr seid nicht und ich sage da.» Es ist so Ja. monoton, Bruder. Das ist gekommen. Und er hat die ganze Zeit so gerappt und die Pointe von seinem Part war, «Ich schaue nicht auf euch Opfers ab.» Ja, so geil. Und er hat gefickt, Bruder. Krass, Bro, krass. Lil Bruzy, Krass. einfach geil. Hat er auch disst? Hey, so indirekt. Wer? Ich glaube, er hat das, aber... Ich kann es jetzt gar nicht sagen, aber... Okay, aber er ist auch Zürich-Block gewesen, Ja. Okay. Weißt du, wer ist das Jahr auch Zürich-Block gewesen, wo ich gefunden habe, ist ein bisschen jetzt untergegangen, ist nicht so präsent. Ja. Wer? Der Jamal, Bro. Bro, also Jamal. Ich finde Jamal ist geil gewesen. Es ist krank gewesen, weil das Ding ist, er hat ja gesagt, das ist das letzte Mal. Ja, ja. Er kommt nicht mehr und das ist zu wenig Thema momentan. Gell, bei ihm ist halt nicht... Er hat nicht disst, oder? Nein, er hat sich erzählt, bedankt, er hat eine Geschichte Genau, erzählt, er hat die Geschichte erzählt, Werdegang, kurz noch Danke gesagt, oder die liebsten Ängste kurz Namen erwähnt, damit man sie nicht vergisst. Hat eben so ein bisschen ein Dankeschön auch an Leute, die ihn geglaubt haben und so weiter. Und er wird so ein bisschen Platz machen jetzt für Genau. die nächste Generation, aber das ich ist has wunderschön. stabil gewesen, gefunden, ja. Wunderschön. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich und du, Sero, sind ja hinter dem Jamal gestanden dort, einfach wegen Vinti und wegen Homie und wegen auch Er kennt sich und so. unglaublich krasser Rapper so. Und Bro, ich sag dir ganz ehrlich, man sieht es vielleicht auch im Video, ich habe recht müssen mit den Tränen kämpfen, Bruder, weil er hat auch 2 Vinti-Jungs geehrt, die uns verlassen haben. So. Ja. Einer davon war eben der, wo unsere Story von mir und Josh, wo wir ja mit 16 uns getroffen haben, zum ersten Mal und mit 15 in dem Imbiss stand, wo der Kollege Partys veranstaltet hat und all seine Promoter zusammengegriffen hat. Einer von denen, also der Kollege, der das organisiert Wo hat, uns echt zum gegriffen hat, ersten Mal zusammengebracht hat. das ist eben auch erwähnt worden. So, deswegen jetzt so ein bisschen, man kennt halt auch im Winter, ist nicht einfach jemand Ja, unbekannt. Bro, so. und eben, ich meine, Bro, ich finde es vom Jamal stark, weil der Jamal ist ja wie auch, also man weiß ja, Rap intern und jeder, der ihn kennt, man weiß, der Jamal haltet viel von sich selber. So. Das hast Ja, jetzt du gesagt. das sage ich, Bro. Aber der Jamal hat auch verfickt Talent, Bro. Ja. Also, er weißt hat so, auch Flow, Bro. es ist berechtigt, Bro, dass Ja. er, also weißt und wie der Manilio vor ein paar Jahren gesagt hat, wenn du nicht von dir selbst das Gefühl hast, du bist der Geilste, Bro, dann mach's Dann nicht. musst du nicht rappen, ja. Genau. Und darum, Bro,
Und dass der Jamal aufgegangen ist und wie er so gesagt hat, hey, look, die Bühne übergebe ich jetzt quasi und das ist für den Chingo Chengo und das ist für den Sefa und was weiß ich. Bro, das hat mich berührt, Bro. Und es ist real as fuck gewesen und man muss auch sagen, es ist schwierig als Jamal, der Jamal von 18 und 19, also 2018 und 19 Cypher toppen, weil das sind auch Kranke, 17 kranke Jahre. Das vergisst man. Das wird, wenn sie 10 Jahre Cypher Best of gibt, dann werden aus dem Archiv die Videos geholt, Bruder. Er müsste drin sein, ja. Und es ist schade, Bro, weil der Cypher verliert einen wichtigen Rapper, wenn der Jamal nicht mehr kommt. Vielleicht macht er Comeback. Vor allem weißt, für mich ist halt auch die Art und Weise, wie er ist und wie er rappt und was er wird überbringen und übermitteln, das findest du ja nicht. Bro, 80%, 90% von den Rapper geht es darum, zum erzählen, Packsticken, Herzleben, Fetzerei, so ein bisschen das, weißt, wo man kennt, aber jeder tut andere Wörter brauchen, jeder hat andere Geschichten, jeder erzählt halt seine Geschichte. Aber wem ist halt so tiefgründig. Ja, voll. Das ist so nicht. Sicher geht es auch um den Hass, sicher geht es auch ums Leben, wo einem fickt und wo streng ist, aber es geht so mehr darum, tiefgründiger, so, dass halt jemand auch hast, wo so eben so Sachen anspricht wie Panikattacken, hat er ja auch bei seinem Rap angesprochen und so weiter. Und ich sage jetzt nicht, es spürst mich, fühlst mich, es sind schon liefern Leute, aber es braucht auch Leute, die so. Rap ist nicht nur hässig, weißt du? Rap ist nicht nur das. Rap ist halt auch. Rap ist ja Therapie. Ein Werkzeug, damit du kannst wirklich dein Leben kannst verarbeiten, Therapie, kurz bearbeiten, was es war. Und es ist sehr schwierig, das gut zu machen, ohne dass es und auch nicht gehatet werden. So, ja. Und dass Leute sagen, schau dir mal an, ich möchte gerne Gangster-Rap über das und so weiter. Aber dann eigentlich gerade gut zum Anknüpfen, Delikatesse, habt ihr das gesehen? Das ist für mich genau die Schiene auch und sie hat es gekillt. Sie hat es gekillt, Bro. Ja. Nein, sie hat es nicht gesehen. Gekillt, Bro. Bro, zieh dir das rein, das ist... Also, das Bro, ich bin da oben am Arbeiten und ich hatte halt den Livestream nebendran gehabt. Und Delikatesse ist eine, oder Delikatesse sagt man glaube ich ohne am Schluss. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich, ja. Wo ich Arbeit kurz abgeleitet habe und wirklich geschaut habe, weil es hat mich berührt, Bro. Und ich kann ihr sagen, ich habe sie leider nicht mehr gesagt, aber ich kann ihr sagen, ey, fucking real. Man. Und es ist auch ihre erste Cypher. Das ist ihre erste Cypher. Ja. Und sie hat gesagt, eine Line hat gesagt, wenn es im Cypher mehrere Runden gibt, wäre ich zweimal im Finale. Ja. Genau. She is fucking real. Also und einfach auch Delivery. Also, nein, man muss sagen, Breath Control war krass gewesen. Sie hat krasse Lyrics gehabt, sie hat technisch stark abgeliefert. Man hat ihr ein bisschen die Nervosität angehört, finde ich. Der Flow ist jetzt auch nicht gerade. Aber hey, hat mich mega abgeholt, hat mich mega begeistert, wirklich. Bro, die Delikatesse ist wild gewesen. Ja. Also wirklich. Ja, die Line mit Gab die Sing das Finalwerk zweimal, den habe ich auch gesehen auf dem SRF Dings. Im Real. After Dings. Ja. Hey, dann muss man gleich auch noch sagen, Big Sis. Bro, das ist Winterthurerin. Sie ist ein Ist sie von Winterthur? Ja, sie ist ein OG. Ja, einfach wichtige Message. Wichtige Message. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, sie hat ein paar, also gerade am Anfang schon geht es los. Schnell. Wichtige Message auf Message. Genau. Und da wollte ich einfach allen ans Herz legen, so, Bro, man sieht, sobald man das, also wenn man den Livestream kann nachschauen, ich weiß es nicht, Kannst, ja. sieht man direkt Chat, wie Leute schreiben, man schaut die 50-Jährige, oder schreiben, oh Achtung, jetzt wird's Vogue, oder schaut die hässliche, oder was weiß ich. Und ich wollte einfach schnell sagen, hey, hört doch einfach bitte Was einmal auf den Text. Ja, Bro. voll. Weil da könnt ihr wirklich ganz, ganz viel lernen. So. Weil das ist einfach real, Bro. Hey, und hört und nehmt es euch zu Herzen, Mann. Hinterfragt, wieso man so etwas muss bringen, wieso es wichtig ist, so etwas zu sagen. Und ja, und dass eine fast 50-jährige Frau so viel reflektierter ist und so viel, wie soll ich sagen, man, so wichtige Arbeit leistet, das sagt so viel aus, Bro. Und darum, hey, look, von mir aus, aber so Hate, aber los es zuerst an, bevor du es hatest. Und nicht einfach aus Prinzip sagen, scheiß auf die. Und weißt du, ich meine, wir sind das beste Beispiel, wir sind ja auch immer so, Gott, sobald etwas uns stresst oder nicht gut ist, der Hurensohn. Aber da geht es jetzt um Rap und ich finde, Schweizer Rap ist halt nicht nur das, was wir kennen, so, wo wir uns damit identifizieren können, wo wir uns angesprochen fühlen, sondern Schweizer Rap ist halt auch eben unter anderem Leute, die zum Beispiel das brauchen, zum politische oder ernste oder wichtige Weltgeschehnisse oder Geschehnisse der Schweiz oder Problematik oder Sachen ansprechen. Wegen dem heisst nicht, dass es
nur weil du Rap als Competition kennst, um sich messen, wer der krasser ist, heisst nicht, dass es nicht seinen Platz verdient hat. Und du kannst hören, du kannst von dem Menschen denken, was du willst, du kannst denken über Aussehen, was du willst, du kannst denken, was weiß ich, aber wenn du wirklich Rap fühlst, dann musst du auch fair sein und einfach das hören. Und nachher kannst du nach dem sagen, finde ich scheiße, ist nicht mies oder ist mir zu viel Dings, ich finde Rap ist eher so sein, was haben wir, aber man kann wenigstens hören, weil ich habe jetzt auch eben ein paar gehört, die ich zum Beispiel überhaupt nicht hören will, grundsätzlich, aber halt, wie es halt auch ein Podcast gibt jetzt über das, aber ich habe trotzdem mir alles gegeben, das meiste jetzt, gerade jetzt als Beispiel ist jetzt schlecht gewesen, habe ich nicht gehört, aber sonst habe ich vieles gehört und ich habe auch durchgehört, ich habe nicht so das Skippige gemacht, weißt du, weil es sind nur 2-3 Minuten teilweise, haben die Leute sich auch nicht mehr gespielt mit 9 Minuten, haben das ganze Album wieder droppen dort, aber sonst grundsätzlich, Stimmt oder stimmt nicht? grundsätzlich 3 Minuten kannst du dir geben, Bro. Pro Künstler schnell, einfach schnell, weil wenn du nur dort bist, zum schauen, wer Mutter fickt oder Mutter diest, Bro, dann kannst du einfach normal hören, musst du nicht Cypher geben, du kannst einfach Musik hören von diesen Leuten. Wer ist noch im Zürich-Block? Im Zürich-Block, wo ich noch interessant habe, ist, also zuerst mal habe ich einfach mal fragen, so, eben du hast vorher gesagt, die am meisten dissen, die ich eigentlich auch Co-Sein kann machen, dies werden ist Kneck, Pablo und Steve Mercer. Jetzt, wegen Pablo weiss ich, wegen MC Gatekeep, oder? So ein bisschen Leute haben das Gefühl, so, halt eben, er sagt, du kommst rein. Also weißt du, eben die Viertelmusik und Moneymaker Records, die Jungs, die haben glaube vor allem das Problem damit, dass viele von ihren Homies nicht eingeladen werden. Ja. Oder ich glaube die Aber meisten. die Kritik habe ich auch also von Leuten aus Luzern und auch von Bern gehört. Also das ist so, ich glaube, das ist eine Kritik, wo einfach der Pablo nicht nur zum ersten Mal gehört, sondern auch jedes Jahr. Ja, Wahrscheinlich. das Jahr ist das erste Mal gedisst worden. So. Ohne Scheiß. Also Ich habe gedacht, so wird sich jedes Jahr gedisst, nicht? Ja, aber also das Jahr ist wirklich, hat er glaube ich 10-mal gefressen. Ich stelle mir einfach so vor, was ich halt mehr so mich frage. Stell dir vor, du bist dort und du machst so. Und du kannst einfach wieder dich dies und du musst einfach weitermachen. Ja. Du kannst nicht einfach so machen. Also, Bro, ich sage nur so, wer den Pablo kennt, der weiß, seine Mimik und Gestik haben ganz etwas anderes gesagt, Bruder. Leute haben geschrieben, so, gewisse Leute so kindis Verhalten, wie kannst du auf Rap so toxisch reagieren mit dem Gesicht und so. Ich so, Bruder, nein, der Typ ist einfach hässig. Pablo ist hässig. Also und der Wortwechsel mit dem Ryan ist ja legendär gewesen Und am da, Schluss. also, wo er gesagt hat, irgendwie Wo er so wegen... sagt, was laufst du so schnell ja, weg? ja, sagt der er Ryan ihm hat ja so. disst und ist gerade weg. Und dann hat er so, hey, komm zurück, lauf nicht so schnell weg. Dann hat er ihm gesagt, ist gut gewesen, Bro, mach weiter so. So, Und der. dann so, wir sehen uns nächstes Jahr. Ja, so. ja. Also, Bro, ich freue mich auf nächstes Jahr. Ja, Mann, ich freue mich auch. Also, das ist eben das Geile. Wenn es schon dieses gibt, egal wie schlecht sie sind, du hast einfach nächstes Jahr wahrscheinlich darauf geantwortet. Ja. Das ist schon mal das geht automatisch. Und eben, da fragst du dich wieder, eben, dies ist, damit du dies hast, oder dies ist, weil du wirklich, weißt, so, etwas zu sagen hast. So. Aber eben, ich meine, ich bin letztes Jahr nicht anders gewesen und ich finde auch wiederum, oftmals ist eine Kritik berechtigt, so. Aber da einfach, der Pablo einfach müssen fressen, Bruder. Und ich sag dir ehrlich, Pablo ist ein grösserer Mann als ich. Bro, er ist dort gestanden, Bro. Ja, er ist gestanden, Bruder. Er ist gestanden und du weißt, wie ich wäre, glaub so am Anfang entspannt, aber nachher hätte ich nach dem gefickt. So wie zum Beispiel, der sind Thailand, man nicht auf YouTube. Scheiße, ich sage mir das nicht durch. Scheiße auf ihn. Er kommt nie mehr, er ist nicht relevant. Fertig. Ja, das ist eben das. Pablo hat ja die Macht, um zu sagen, ich lade ihn nicht mehr. Nein, aber Pablo ist ja genau dann der, der sagt, du kommst nächstes Jahr, Ja. weil du stehst vor mich an. Ja, Du musst dir das jetzt auch schnell geben, was ich dir zeigen kann. Ja. Ey, mich hat es Wunder, er hat eine Story gemacht, Bro. Und mich im Wunder, Wer hat das Story gemacht? der Pablo. So von wegen, ey, keine Angst, es kommt schon noch etwas. So nicht nur, das ist nicht, also meine Antwort ist nicht der offizielle Cypher-Part, den habe ich schon vorher quasi vorbereitet, nehme ich jetzt mal an. Sondern wie so, hey, es kommt noch eine Antwort auf den Cypher. Und ich frage mich, kommt das als Song, kommt das als Insta-Story, wo er etwas schnell droppt, so ein paar Lines, oder wartet er auf nächstes Jahr? Also, mach du. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass er ein Album macht. Er ist am Album dran. Dann ist Dann das könnte natürlich das auch. könnte Aber er etwas hat halt sehr lang auch nichts released, so, oder? Ja, er ist kein Solo-Künstler gewesen bis jetzt. Und Ja. vor allem früher hat er ja nur auf Englisch gerappt und jetzt hat er ja geswitcht auf Schweizerdeutsch. Aber da kommt jetzt ein Album, ich kann mir vorstellen, dass dort auch einiges. Und in seinem Part am Schluss sind ja auch einige gedisst worden. Ja, Er ja. hat einfach keinen Namen genannt. Ja. Er hat Partys. Der Pablo hat vor allem JournalistInnen disst. Ja, das habe ich gesehen, ja. Das ist, ich habe das ja nicht gewusst so. Also im Part habe ich mir auch gegeben und
ich habe mir das durchgelost und am Schluss ist, also er ist hässlich und am Schluss sagt er also irgendetwas von wegen Sprachmemo und so weiter. Und mit Ex und ich habe das so gehört und ich habe gedacht, Bruder, berechtigt, fick ihm seine Mutter. Bro, eben, Fick ihm seine ich weiß nicht, wie viel man da darf sagen. Was man aber darf sagen ist, der Pablo hat seine Ex in Schutz genommen. Ja. In dem Part, was real ist. Er hat ohne Namen nennen Leute Gesicht genommen und er hätte können Namen droppen. Ja. Weißt? Aber er hat gefunden, look, jeder, der das hört, der checkt schon. Wer ich meine. Also, Sagen wir nachher wer, aber auf jeden Fall ja. habe ich das gehört und ich habe, also kannst du weiter, ich einfach, das habe ich krass gefunden. Ja. Bruder, es sind Produzenten dies worden, es sind Rapper dies worden, Rapperinnen dies worden, es sind Journalisten dies worden, Bro. Ja. Am Cypher, es wundert, dass niemand gegen einen Podcaster gegen uns geschossen hat. Doch, es hat Mama, der Knack hat geschossen. Hast du das gesagt? Ich sag dir nachher. Okay. Also geschossen ist eigentlich viel gesagt. Ich habe gelesen, ich habe nicht das Namen Nein, gehört. geschossen, einfach erwähnt. Er hat das erwähnt. So. Hat er das erwähnt? Ich habe den Namen nicht gehört. Also schau jetzt, noch schnell Zürich. Ja. Ich muss gleich noch schnell sagen, Isma, für mich Jetzt mal. Sehr gut wieder. gewesen. Ja, wieder. Also letztes Jahr haben ja Leute gesagt, er ist gekommen, hat wollen, also gewisse Leute haben ja auch in anderen Podcasts, glaube ich, oder auch sonst in irgendwelchen Streams gesagt, hey, er ist gekommen und hat wollen Aufmerksamkeit. Ja. Aber ich glaube, das haben sie gesehen, der Bre wird einfach zeigen, er hat Skills, schaut mich an, Bruder, muss ich euch, wie oft muss ich euch noch zeigen, dass ich krass bin? Ja. Man muss eben auch noch schnell sagen, es haben auch das mal wieder Rapper probiert, zum Beispiel die gleiche Schiene fahren wie die Isma letztes Jahr. Und man sieht einfach, es lange nicht. Es lange nicht einfach Namen Einfach Namen droppen, Bro. Also weißt du, Flow, Text, Es lange nicht, es Bruder. muss falsch anfangen. und darum kannst du wirklich nicht sagen, der Isma, der wird noch ganz eine krasse Legacy haben. Und ich habe schon immer wieder gesagt, ich sage es nochmal, einer von wenigen Schweizer Rapper, wo ich weiss, der Motherfucker fickt. Ich wünsche es ihm so fest. Bro, der wird auseinander. Isma wird riesig. Inshallah. Dann eben, ich finde Danais. Bombe gewesen. Danais ist Ja. auch, Bro, ein Kult. ja, Urgestein, Kult, Bruder. Seine geilste Line ist, er hat irgendetwas gerappt und verkackt. Dann hat er gesagt, ich fick ohne Pariser. King, Bro. Danais hat es wirklich geil gemacht. Zürich-Block wieder. Ja. Und M zum O, Ja. da können wir von mir aus Gott gern. Hey, nur schnell, bevor wir die Klammer aufmachen, Ja. weil das ist eine grosse Klammer, oder? Genau. Ich glaube, es ist auch politisch, oder? ja. Okay, Genau. dann, ja. Le Reuf, die die Zähnernötchen rumgerührt haben. Das ist. Warte. Ich bin dort gewesen, Bro. Und ich sehe so einen Tab, weißt du, von ihm sowieso, hey Bruder, ich sowieso Tab darin, mit dem Rapper, weißt du. Und dann sind einfach so, macht zack und holt die Zähne raus, Bro, und macht ja so. Ja. Und nachher, ich bin dort gewesen, und nachher höre ich eine Pablo-Line wieder und höre einfach Zähne. Und ich schaue den Bruder und sage, Bruder, es ist gar nicht einfach, heute Pablo zu sein. Ja. Heute Pablo zu sein ist gar nicht einfach. Hey, ja. Also, gell, was ich finde, ist einfach so, hey, der Effekt wäre 100-mal grösser gewesen, wären es 100er Noten. Ja, klar. Zähnernötchen rühren kann wie so jeder. Weißt du, was ich meine? Dann kann man sich Haben ein paar fragen. mitgenommen, ganz ehrlich. Ey, das finde ich eben auch geil. Er hat wirklich liegen lassen. Die sind weg gewesen nachher, gell? Ja. Aber eben, also, ich finde, wieso, wenn du Zähnernötchen rührst, vielleicht lässt es auch einfach sein. Ey, Was Bro, sind es das? ist 150 Stutz gewesen, weißt du, was ich Bro, meine? aber ich glaube aber, es ist mehr um den Dings gegangen. Also ich sage jetzt irgendetwas, vielleicht ist schon nur ein Scheiß, aber die Jungs haben alle geil gehabt. Meinst du, das ist nicht etwas mit dem mal... Also eben, also vielleicht muss man auch noch schnell sagen, also der Bruder mit Verschwörungstheorie am kommen, er so, gell? Ja. Wie- So alle geil. Alle geil. Vielleicht sind es noch Gell? Geld. Geld. Aber nein, was ich wollte sagen, ich glaube so, Bro, ob du jetzt 10er oder 20er oder 50er genommen hättest, spielt keine Rolle. Weil wenn, dann hättest du entweder musst du 10er oder 100er nehmen. Finde ich. Tausiger. Oder 1000er. Und Bro, eben 150 Stutz, also 15 mal 100er sind dann auch wieder 1500, Bruder. Und das ist dann wiederum ein Budget, wo ein paar Schweizer Rapper für das Geld sein bei Sony, aber das ist eine Genau. andere Geschichte. Fix, aber genau darum wäre es ja viel krasser gewesen, Ja, ja. oder? Ah genau, So. diesmal hat doch nicht gegen jemanden geschossen, apropos Sony. Sony Ja, hat ja, das Sony Dist, hat auch ja. das. Er hat gesagt, Sony Music Switzerland, ihr habt Leute gesigned, die haben nochmal das Bitte gelernt. Kann man aufmachen jetzt? Genau. bevor- Bro, M zum O. Hey, es haben viele Leute gesagt, ja, was passiert ist, er hat ja recht heavy gegen den Knecht ist. Geile Sieg.
Bro, wir haben den Knopf nicht, ich muss das selber machen auf Low Budget. Bro. Wieso haben wir den Knopf Ich nicht? kann einfach mal Bis heute ausprobieren. haben wir ihn nicht. Nächste Woche, ich tue ihn abladen irgendwo und dann tun wir ihn Nein, hochladen. wir nehmen dies. Nein, und dann Die sie Das wär geil. Die Discord haben das Ich gemacht. weiss. Scheiße Witz. Okay, also was ich wollte sagen. Also ein ETH-Rapper, so zu Uni Zürich-Rapper, Red Dutch. danke, hat über den Knack fast 3 Minuten geschrieben und ihm gesagt, du bist ein White Dude und bla bla bla. Und er ist Boah, das braucht selber, einfach nicht auch gerne, Mann. Ja. Bro, er ist auch selber ein White Dude, so. Aber das sagt er Aber ja er auch. sagt es auch ihm so. Aber ich glaube, er hat auch. Wow, ich rappe jetzt irgendeinen Scheiß, ich lüge. Ich glaube, er hat auch. Nein, hat er nicht wahrscheinlich. Jüdische Wurzeln, irgendwie ein Viertel und Zettel. Links. Ich weiß nicht. Auf jeden Okay, Fall, ja. er hat den Knack recht disst, er hat recht aufmerksam gemacht auf Palästina. Geiles Sieg. Und darum sehr geile Sieg, sehr geile Ding. Und dann kommen wir da schnell zu den Klammern. Knack. 2 Sachen noch vorab. So, ich bin von vielen Seiten gefragt worden, so, wieso ladet ihr den Knack überhaupt ein? An Cypher? Wieso fragen Sie. Ah, egal. Eben, genau, Jetzt geht ihr zwei. sie fragen- Also, weil er einer der krassesten Cypher-Rapper aller Zeiten ist. Das muss, also weißt, schau Genau. die History vom Knack am Cypher an und du wirst sehen, er stellt 90% von der Rapper in Schatten und Rapperinnen. Genau, und eben, also ich habe ja wirklich nichts mit der Entscheidung zu tun gehabt, so. Und ich habe aber auch mit dem Pablo geredet und der Pablo hat mir einfach damals gesagt, er so, hey, look, ich kann nicht ihn nicht einladen, nur weil ich das Gefühl habe, er wird etwas für pro Israel sagen. Wie nachher heisst es auch, dass SRF antisemitisch. Nein, das ist Nein, Zensur. nein, das ist Also, weißt, Zensur, weil andere, Ja, er würde es sagen, er würde es einfach sagen. So wie. weil andere Rapper laden er ja auch ein, wo er Ja, ganz klar sicher dann müsstest ist. ja Ja, ja, theoretisch viel. auch jeder, der pro Palästin ist, Genau. müsstest du auch nicht Ja, ja, einladen. das ist kein Genau. Thema. Also Und da, darum da finde ich- er verdient es. Real so von Pablo und auch, dass der Knack eingeladen worden ist. Hey, ich finde eher, der Dude hat doch eine Psychose, Bro. So, darum frage ich mich einfach so, sollte man ihn nicht einfach schützen und ihn nicht einladen? Hey, das Aber aber ja. mir nicht anmaßen, das Ja. weiß ich doch Das nicht. ist einfach meine Meinung. Genau. Und dann hat der Knack gesagt, was ist das Zitat gewesen? Krass, ich habe nicht gewusst, dass wir dies worden sind. Aber Also erzähl. dies- Also Das ist zuerst einfach mal gesagt. muss man sagen, ich finde, er hat hure stabil gerappt. Okay. Er hat ja 2 Parts gemacht. Im ersten Ich habe es Part, auch gelost, ja. genau, ich hab's der erste gelost. Part habe ich sehr, sehr gut Ja. gefunden. Im zweiten Part hat er gesagt, eben hat er, Also hat ich er seine finde, Meinung Politisch gesagt. ja, so. genau, ja. also ich finde, Ich finde, man es muss ist- gleich schnell sagen, Bro, sorry, Ja. ich muss gleich schnell sagen, seine Meinung ist einfach effektiv in seinem Cypher-Part sagen, Genozid gibt es nicht. Also so der Genozid verleugnet. Und da wiederum muss ich sagen, keine Ahnung, Alter, kannst du nur so geil rappen, bist gleich ein dummer Hurensohn. Also, Ja, fix. Hey, auf das wollte ich im Fall nicht Ja, eingehen. aber das ist das, was Alles gut, alles gut. Er hat gesagt, Dudes in Podcasts rufen zu Gewalt gegen mich auf. Und ihre Chefs latschen rum und Umletschen, das sind alte Weggefährten, das sind alte Weggefährten. aber die permanente Hetze, die bleibt ohne Konsequenzen. Ja, und da fühle ich mich angesprochen dann. Mhm. Also er hat gesagt, Also Dudes Dudes mit, sind am- mit Podcast rufen zu Gewalt gegen mich auf. Mhm. Und ihre Chefs sind am Umletschen, das sind alte Weggefährten. Und unser Chef anscheinend... also umbrüllen oder rumlaufen. Nein, Das check ich nicht, wieso ich am Brüllen bin. Und wir sind alte Weggefährten, also wir sind zusammen in einer Crew gewesen, Freestyle Convention, wir haben lang sind wir auf Bühnen zusammen gestanden. Ja. Und dann sagt er aber, hey, für die Hetze, wieso gibt es keine Konsequenzen? Wo ich einfach muss sagen, hey, ich bin in keiner Form in einer Cheffunktion, in sonstigen Aktivitäten, die ihr außerhalb vom SRF-Gebäude macht, Podcast, kurz und bündig, also weißt du, was Voll, ich meine? voll. So? Das macht für mich keinen Sinn. Aber ich muss auch fairness halber sagen, hey, ich habe ihm nachher geschrieben. Ich habe ihm geschrieben, Ja. lass uns darüber reden, lass uns einen Kaffee trinken und das machen wir wahrscheinlich, weil ich möchte von ihm wissen, was er meint. Ja. Chillig. Ja, und ich glaube, also... wie soll ich das sagen, Bro? Also... Okay. Genau, er sagt, wir rufen gegen Gewalt, für Gewalt gegen ihn auf. Vielleicht muss ich da auch nochmal sagen, ich weiß nicht genau, ob du das Serhat meinst oder mich meinst oder auf was du beziehst. Herz Oder aller vielleicht meint Liebste. er auch gar nicht unseren Podcast. Ich aber meine der auch nicht uns. Es gibt wahrscheinlich viele Leute, kann ich mir vorstellen, wo... Es gibt genug wahrscheinlich, wo wo schon an diesem Abend klar gemacht haben, was sie von ihm halten. genau. Da muss ich jetzt einfach gleich noch schnell sagen, hey, ich bin wirklich in erster Linie besorgt. So. Ich glaube, es geht ihm nicht gut.
Und darum... Habt ihr mal etwas Gewaltaufrufendes Nein, gesagt? also ich sage jetzt nein, aber also ich Also kann nicht mir so, nicht dass vorstellen, es Aufnahmen gibt da draussen. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich jetzt gesagt habe, wieso Gönding auf verprügeln. Gönnung auf Ficken so. Ja. Also, Was ich mir kann vorstellen ist so wie, ich glaube, er hat noch nie kassiert. hey, gell, also was ich halt als außenstehende neutrale Sag, Bro, Konsument sag. von Kurz und Bündig gesehen ist wie so, es ist alles sehr humoristisch da, oder? Ich meine, Ja. es ist ein Humor-Comedy-Podcast. Ihr tut gerne Sachen auf die Spitze treiben, ihr Ja. tut überspitzen, ihr macht so. Und es kann aber auch sein, dass, glaube ich, dass sehr viele Konsumenten und Konsumentinnen von euch vielleicht das gar nicht so richtig können einordnen können und dann sich vielleicht zu Sachen hingerissen fühlen, die eigentlich dann schon nicht so cool sind. Eben, ich weiß es wie nicht, ob Ja. das dann wirklich passiert. Wenn, dann müsste man das wie so differenzieren, oder? Ja, also ich kann mich ehrlich gesagt nicht an einen Punkt erinnern, wo wir gesagt haben, ey, gönnt ihn schlagen oder so zur Gewalt aufgerufen haben. Also generell, ich mich jetzt Zustand fragen, haben wir jemals... Ja, wie das machen wir eigentlich auch nicht. Weil ihr sind ja auch Pazifisten so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr irgendwie Gewalt Gar geil nicht. findet. Und ja. eben in erster Linie, Sehr so, was heisst Pazifist? Ich so Cousin. in erster Linie, ich sag's nochmal, also schau, ich biete das auch wirklich an. So, wenn du mal anhocken und wirklich reden und von mir willst hören, wieso ich so oft finde, dass du ein ganz spezieller Mensch bist, dann können wir das wirklich machen. So, wirklich. Und ich sage dir auch ganz klar, was mein Problem ist. Und es hat ganz klar, geht das nicht in die Richtung, dass du, wie gesagt, eben Sachen verharmlosest oder absprichst, wo mir auch sehr nahe gehen. Und zum an dieser Stelle nochmal darauf eingehen, das Angebot habe ich bekommen von vielen Menschen. Ey, soll ich ihn verschlagen? Und auch da ist es sicher nicht, Bro, lass den armen Typ in Ruhe. Und wenn ich sage, ich bin mir nicht ganz sicher, wieso er im Podcast eingeladen worden ist, meine ich einfach, ich hätte um seine Sicherheit schon Angst gehabt, Bro. Weil ich glaube, es gibt viele... Cypher meinst du? Ja, Das ist sorry, ein Podcast, nein, ja. in Cypher, sorry. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, wo auch schon öffentlich gesagt haben, wenn sie den jemals sehen, würden sie ihm etwas machen. Und das rechne ich ihm hoch an. Er ist gekommen, er ist allein gekommen, er hat seinen Part gesplittet, er ist gegangen. Ja. Fair. Hey, ja, und für das... Also, ja. einfach schon zum Klarstellen, niemals im Leben würde man aufrufen, zum sagen, macht XY mit der Person XY oder sogar sagen, der verdient, dass man das und das mit ihm macht. So. Sondern, okay, falls wir das gesagt haben und er so aufgenommen hat, dann soll er einfach wissen, Dann ist es Kunstfreiheit Urs. genau, niemals würde man das so sagen. Also niemals würde man so meinen, weil, Bro, als würde man Leute, was sind wir, Bro, so, als hätten wir irgendwelche Groupies und würden sagen, gönnt der Gust. Hey, vor allem, wir sind 30-jährige Männer, Bro. Bro, weißt du, alles was ich sage, ich habe schon wieder gesagt und er tut ja mir auch ein bisschen ablöschen und so, ich sage einfach, er ist ein Nuttensohn, wo halt einfach ekelhaft ist und dreckig ist. Vieles, was er sagt, ist beschissen. Es gibt auch Sachen, die berechtigt sind, wo ich auch finde, es braucht seinen Platz, obwohl man es jetzt vielleicht nicht unbedingt hören. Aber trotzdem gibt es Sachen, Cousin, wo ich einfach denke, hey, eventuell wäre vielleicht früher die eine oder andere Fuß nicht schlecht gewesen. Aber nicht, dass es heisst, es ist so ein Sprichwort, weißt du, das ist einfach noch nicht kassiert. Der wurde noch nicht kassiert. Nein, Bro, es ist einfach so ein Sprichwort, was ja nicht heißen sollte, der muss jetzt kassieren. Hey, gell, am Schluss ist es die Meinung. Die Es ist ja, Bro, die sicher Meinung ist die ist Meinung. nicht illegal. Eben so. ja, und meine ist Und auch genau unsere dann- Meinung, dann, weißt du? dann müssen wir, ja, genau, Meinung gegen Meinung, dann finde ich... Es ist ja voll easy, aber er sollte einfach dann nicht leben und erzählen, dass leben wir, lassen. also wenn wir damit gemeint sind, sollte er einfach nicht erzählen, dass wir zu Gewalt aufgerufen haben, weil das ist über Nachrede und Hey, ja, aber also ich finde, also Kann auch- eine kann Meinung. auch- Ich kann finde auch- halt einfach immer noch ein Verleugnen von tausenden Kindern, die ermordet werden, ist für mich keine Meinung. oder einfach rechtfertigen mit hey, was ist Muss an ich dem jetzt gleich passiert? sagen, Bro? Das Also, sehe ich Weißt auch du, so. du musst unbedingt eine Meinung sagen. Ich verstehe, wie deine Position ist und das ist alles okay. Du musst ist jetzt einfach so ich und er, aber Nein, also das sehe ich auch so, was du sagst, aber das sagt er ja nicht. Er lügt ja nicht tausende Tote. also er hat ja wieso gesagt, das ist kein Genozid in seinem Cypher-Part. ja, er tut nicht sagen, es gibt es nicht. Er tut einfach, also was er gemacht hat in der Vergangenheit, ist einfach es legitimieren.
es ist einfach eine andere Auslegung von den Wörtern, Ja. oder? Okay. Er Aber legitimiert das, er sagt so, hey, look. Aber hey, ich würde da gerne noch eins anhängen und vielleicht eins weitergehen, oder wenn die noch über das reden. Ja, wir können gerne. Es ist ja das erste Mal am Cypher, hat es vor der Türe noch eben Fetzerei eine gegeben. Fetzerei Ah, gegeben, geil, ja, Gewalt. genau. Ja. So, wenn wir schon bei Gewalt sind, Wieso lache ich eigentlich nicht so? ich möchte eigentlich keinen Namen nennen, so. Aber jeder, der irgendwo durch... Bro, jeder, der Cypher gelost hat ja gesehen, einer ist schon mad hässlich gewesen, Bro. Jemand ist hässlich gewesen, ja. Er ist gekommen, hat Namen gedroppt, ist gegangen, hat Namen gedroppt. Von Anfang bis Schluss immer um die gleiche Person gegangen. Auf jeden Fall hat es draussen dann, und ich kenne die Person schon lange und ist in meinen Augen eigentlich sehr eine friedliche Person, so, darum hat es mich umso mehr überrascht. Ich finde, auf Rap-Ebene darf man sich so fest auf den Grind geben wie nur möglich. Das ist geil, das ist Sport, das ist Unterhaltung. Aber sobald du... Und wenn du gehst, dich fetzen, dann mach's draussen und fair. Also weißt fair. Und in dem Fall ist es alles andere als fair gewesen, weil die Person hat einfach von hinten einen Sucker Punch gegeben. Und das ist einfach nicht geil, Mann. Du gibst keine fucking Sucker Punches. Du gibst nicht von hinten einem auf den Grind. Das machst du einfach nicht. Ich hätte ihn gejagt, bis wahrscheinlich Gott mich zu sich geholt hätte. Es ist relativ schnell aufgelöst worden. Und die Person hat sich mega bei uns entschuldigt nachher. Aber trotzdem, das wir verurteilen, das tun wir nicht und das wird Konsequenzen haben. Ja, keine Gewalt an SRF Cypher. Wirklich, das ist, wie du kannst sagen, wir sind ja niemand, der etwas sagen hat, aber ich finde es einfach geil, wenn es eskaliert, aber halt so auf rap-technischer Ebene. Ja, so, wie zum Beispiel eben ein Diss und am 2-3 Stunden später kommt gerade der Response von der anderen zum Beispiel. Das ist ja geil, Bro. Du denkst, okay, was kommt jetzt, weißt du, aber nicht, komme ich jetzt einen Ellenbogen über. Ja, man, vielleicht für alle, die es nicht gecheckt haben, ein Rapper hat einen anderen Producer geschlagen wegen privatem Disput. So, und das ist einfach am Cypher passiert. Genau. Ja, Mann. Hey, wir sind schon ziemlich nah am Ende. Wir haben nicht alle Blöcke fertig Wir haben nicht alle Blöcke besprochen. fertig besprochen. Also, wir könnten noch. Wir können schnell einfach so die Namen sagen, wo wir können noch geil Zeit, gefunden wir können haben. noch so eine Können wir? 10, Viertelstunde können wir noch. Ja, glaube ich. okay, ist gut. Was? 10 Minuten, Viertelstunde können wir noch. Wo kommen wir an? Wir sind beim Basel-Block jetzt. Ja, genau, Basel-Block. Also da haben wir eigentlich Uzi, Schniedel, Wutzi. Der Sorry. Name, der ist Flavio Stucki. Stucki war vor allem der Beste im Basel-Block. Bro, er hat einfach, Mit Abstand. Bro, er hat einfach Basel getragen. Er hat einfach ein Influencer, der hat einfach Basel getragen, Ja. Bro. Ein Influencer. Ja. Ein TikToker hat Basel Wer getragen. bist du schon in Baselbach gewesen? Was ich noch aufgeschrieben habe, was ich noch geil gefunden habe, ist der Gigo 267. Ja. Der hat mir einfach so ein bisschen gekriegt. Ich habe mich einfach wohlgefühlt, wo er gerappt hat. Wie heisst der blonde Dude, der letztes Jahr auch nicht so schlecht war? So ein dünner Sportler. Der Mooney, Ich glaube. wo pinke Sachen hat. Ich glaub. Oft. Ja. Der ist, glaube ich, auch nicht schlecht gewesen, oder? Ja. Hey, ich habe vieles nicht gesehen, muss ich sagen, da Ja. Basel. Chills ist mit seinen Kids gekommen, ich Ah, ja. herzig Das ist gefunden. herzig. Meinung zu dem? Ich Hey, habe es ein bisschen komisch gefunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen komisch gefunden. Schau, ich als Vater, ich würde das wahrscheinlich nicht machen, das Ja. ist meine Meinung. Ich kann mir aber vorstellen, dass das etwas war, was von seinen Kids ausgekommen ist, wo sie cool Ich hoffe gefunden haben. es, ja. Und dann finde ich das im Fall herzig und wenn er das so will machen, dann finde ich das okay. Sie haben auch gut gerappt so. Ja, also ich habe es sehr herzig gefunden. Ich finde es aber ein bisschen weird, dass die Kinder dort sind und sagen, unser Papi ist der beste Mann. Ich finde einfach Unser Papi ist der beste so die Papi. Konstellation, so, dass es eigentlich ein Event gibt, dass man kann seine Rap-Skills zeigen und zeigen, wie krass man ist und wie gut man ist. Und vor ihm ist einfach jemand gewesen, hat vielleicht Leute disst und nach ihm haben Leute auch disst, aber er ist einfach so gekommen, schnell, kurz mit seinen Kindern. Ich bin der Beste. Aber es ist herzig, Bro. Die Ja, Kinder es sind ist nur herzig, herzig, es gewesen, ist es mega ist schön. real. Es ist mal etwas anderes. Für sie ist es vor allem sicher mega Ja. ein Highlight gewesen. Der Core Memory, Die sind- Bro, die das sind werden am- die sich lange erinnern. Die sind am Freitag sind sie dort gewesen und in der Schule und haben gesagt, ich habe den EAZ gesehen und all die anderen Stell auch. dir vor, ja, Tutsi. voll. Hat Chills, der Rapper, nicht irgendwelche Verschwörungstheorien? Hey, das haben ein paar Stimmen gesagt im Fall. Ich habe es nochmal gelost und Was sagt er? er sagt einfach so Sachen wie Erde ist flach. wir werden vergiftet von Lebensmitteln etc. So. Ah, Fair. okay. Ja. Das stimmt Aber auch. vielleicht habe ich es nur einmal gelost, vielleicht habe ich auch etwas nicht gehört, wo irgendwie ein Zwischenziel oder Aber so. das gebe ich mir auch. Warte schnell, also. Wo war Sulaya? Sulay war im Luzern-Block gewesen am Ah. Schluss. Wir kommen noch. Wenn wir zum Bern-Block weiter. Ja, gerade, wie hat der geheißen, der gesagt hat, ist jetzt wegen Gift? Eben der Wegen Chills, dem Chills. Kinder. Ah, okay, dann nicht. Ja. Also Dann- Bernblock, Sag du, Bro. ganz klar. Ganz klar. Der Beste? Ah, EFM, ganz klar. EFM Neck, ja. hat gefickt. EFM hat gefickt, Bro. Ja, EFM super hat auseinandergenommen. Ja, oder? super gewesen. Manilio
hat sehr, 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 sehr wild gerappt Sehr wieder. stark, ja. 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 Tommy natürlich, Bruder, ist einfach ein theatralischer Künstler, Bro. Tommy ist der Tommy, ja, jedes Jahr Aber liefert er ab. die Krone gehört Am Daz. immer noch am Daz, Bro. Ja. Bro, der Daz hat 2 sehr geile glaub ich, abgeschrieben, Filmreferenzen gebracht. Mit Lisan Al-Gaib von Ja. Dune 2. Und er hat gesagt, irgendwie, ich bin in der Dunkelheit geboren, ihr habt sie adoptiert. Das ist Dark Knight Rises. Ja. Der Typ ist einer der kränksten Rapper, die es gibt. Und ich habe ihn gefragt, hey, haben die von Hate Pop, das ist ja die diverse Powerpuff Girls Truppe, wo auch ein paar Menschen non-binär sind, ich weiß es nicht, ich glaube ja. Wo letztes Jahr gegen EFM geschossen haben und der Daz hat das Jahr wieder. Er so, ich komme mit euren Sturmmaske von der Kunsthochschule und tun krass oder was weiß ich so Scheiß. Und dann habe ich ihn gefragt und er so, Bro, look, ich disse sie einfach jedes Jahr, damit die anderen wissen, jetzt ficken nicht mit mir. Ich meine, der Beef läuft seit 3 Jahren jetzt, gell? Ja. Und auch dieses Jahr, auch Hate Pop ist Seretit gekommen. Auch mit Masken. Und hat am Schluss die Maske abgezogen. Genau, er hat gemeint, er hat einen Ding-Moment, Crow-Moment. Ja, weil irgendwie der Manilio hat, glaube letztes Jahr gesagt, ihr habt Masken an, damit man nicht sieht, welche Bonze ihr gleichet, ja. Habe ich noch einen realen Move gefunden, Ja. so, da ist mein Gesicht. Ja. Trotzdem halt gegen EFM kommst du einfach nicht an, man. Das ist machst du eine nicht. Macht, oder? Das machst du nicht, Bro. Das sind einfach Kings, ganz einfach. Aber dass ich gerne den Schwanz von diesen 3 Maul hätte, wissen die alle. Dann, man muss gleich auch noch mal schnell sagen, Julix. Bro ist einfach... der Ja, macht's gut, Mann. er hat einen sportlichen, guten Diskretismus gemacht. Ja. Also, dies macht kann ein man bisschen nicht von mal... Mike. Das ist ja nicht mal ein Genau, Diss, dies mehr kann man nicht mal Props. sagen, Das ist sogar, ja. weil er hat ja den Beat genommen vom Der Moneyboy, Moneyboy, ja. wo immer Oh, «No, Ja. no». Und dann sagt er so, was sagt er? Was haltest du vom Isma? Und dann wäre eigentlich «No» gekommen, aber er hat es gewechselt zu «Yo». und Yo, ja. Also, Correct. und er hat den Satz vom Julix, verpiss dich von Mike, hat er Nope. gesampelt. Ja. Und ihm gesagt, no. Und dann No, Hey. und ist so langsam weggelaufen. Ja, ja. Das ist so geil. Nachher Also also eben niemals. auch da wieder. Bro, Look, ist geile sportliche also Ja. die einfach Dude, Reaktion. er macht es gut. Er hat auch schon, er hat ja auch schon mal den Dan vom hat ihn ja wirklich umbringen, Bruder. Also so gemäß was er gesagt hat. Er so mit Machete hat ein Video gemacht. Er so komm, ich finde dich und so. Der Dan am Julix. Und Das Lustigste ist ja, dass der Julix dort noch in Altstädten gewohnt hat und Genau. der Dan ist ja in Altstädten. Er so, komm auf Altstädten, er komm so, auf wo bist du? Ich Altstätten. fick dich. Und der Julix daheim in der Wohnung in Altstedt. Er so, ich komme nicht raus. Eigentlich, ich bin zu Bern, lass mich Ruhe. Und der Julix hat ja dort auch schon die Sprachmemo vom Dan, wo er in Morddrohungen macht, gesampelt als Song genommen. Und auch da wieder, Bruder, der Typ weiß schon wie, Bro. Ja, sicher, sicher. Also ich habe bei Bern habe ich spreche es 100% falsch, es tut mir mega leid. Prio und Midas. Ja, Midas ist real gewesen, Bro. Das war wirklich schön. Gewesen. Midas ist real Wirklich. gewesen. Schade, hat er auf Hochdeutsch noch müssen singen, das habe ich nicht gecheckt. Dort ist ja noch lustig, im zweiten Part singt er und im dritten Ja. Part sagt er so, disst er Leute, die singen und Ja, die okay. nicht treffen. So, Bro. Bro, come on. Oh, man. Aber ja, auf jeden Fall, dann bin ich erstmal geblieben. Dann Anru, ganz geiler Text. Ja. Ist Anru nicht auch einer von Homie den vom Julix, von den Julix? Ja. Geiler Ich Text. find- ich find- Und auch Vibe. Vibe ist auch umgegangen. Also ich finde, er sieht ein bisschen aus wie ein Frauenschläger, Bro. Bro, also er hat Trainer. Ja, fix. So, Er sieht aus wie also so. sorry, Bruder. Er hat seine er sieht eine schon so Hand aus- die ganze Zeit aus seinem Schwanz, Bro. Bro. Sieht aus wie ein Uberfahrer mit seinem goldigen... So Goldkettchen und Brusthaar Goldkette draussen. und- Aber er hat Brusthaar. irgendetwas, hat er, wo einfach, der kenne ich mir, weiß nicht. Aber ja, auf jeden ist Fall. von Guila, Bro. Sag mal. Nein, Bro, vielleicht hat er hat vielleicht etwas vom SSJ, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, Aber auf jeden ist Fall das und dann habe ich noch gut gefunden beim Bernblock. Ich habe gefunden, SGB hat das ja auch. SGB ist auch Ja, wieder ja. Bild. Ja, ja. Sie hat, SGB ist das eine hat sie Queen, Bro. gut SGB ist- ab, Ja, also ich mit find- Mabuyu. Ja. Ja, Mann. Richtig Ja. gesagt. Ich finde, Bieren sieht man einfach jedes Jahr mega entwickelt. Eben, ich kann gerade sagen, also ich finde, das Jahr siehst du auch, dass es besser als letztes Jahr ist. Also du siehst, sie hat wirklich Fortschritt gemacht. Ich finde auch geil, dass es Estella dort aufgehört hat. Sie hat Gigi dist, Conchito dist und SGB hat sich gefunden, Nope. besser nicht. Besser Bruder. nicht, Weil, die ist crazy. Genau. Fick nicht mit dir. Was ich noch, das ist jetzt etwas, wo ihr null checken werdet, aber es hat einen gehabt, AP Weiss. Ja. Cousin, ich habe da angeschaut. Und ich habe einfach nicht in den Augen Der ist von ihm Zürich, oder? Ja, weil das Ja. sieht einfach wie ein Zürich-Spieler aus, Bruder. Wir haben einen, der Okoflex heisst.
Auf meine Mutter, der gesagt, wie der sich schwör auf alles, ich zeige jetzt den. Der hat SRF diest, noch hat der Watson diest, glaub der, oder? Bro, der sieht doch wie der Oko-Flex aus, Bruder. Zeig mal. Ja, Bro, der sieht wie ein Spieler von uns das morgen, ich schwör auf meine Mutter. stimmt. AP Weiss, du siehst Sind das, wie die der... zwei, sind das die zwei Jungen gewesen? Mega jung, glaube ich. Ja, Ja. easy, Junge, ja, fies. ja. Und da habe ich nochmal etwas, also wenn wir jetzt gerade so am Abschließen sind, mehr oder weniger. Godella, von wo ist sie eigentlich? Bro, Wir kommen Uri. zum Luzernblock. Ja, Luzernblock Das ist der letzte. Bruder. Hey, Luzernblock hat finde ich, gegessen. ist der beste gewesen. Ich das finde Jahr. auch besser Ja. als Zürich, muss ich ganz Ist ehrlich krank sagen. gewesen. Ist krank gewesen, Luzernblock. Also ich habe schon gefunden, dass der Roger nicht dabei war mit dem Alien. Das wäre geil gewesen, Roger und Alien. Aber ein Satz ist mir geblieben bei der Godella. Also ich höre ja, bei jedem geht es ja immer um Packs, um Cash und wenn ich wollte, ich fick dich am gleichen Tag. Bro, Godella ist ein Gangster, Bro. Ja, Sag ich ganz ehrlich, ich wollte nicht mit ihr, ich wollte sie nicht anficken, Bro. Ich hätte lieber mit jedem anderen auf dem Line-Up Beef als mit Ich schwöre, Godella, 100%. Du siehst auch, der Mensch hat Sachen erlebt. Schau, bei gewissen Menschen siehst du einfach optisch, der hat erlebt, ihr, der hat erlebt, du der hat glaubst ihr, Ja, ja. Bro. erlebt. Einfach Menschen, du weißt, der hat Du erlebt. glaubst ihr. Und sie hat einen Line gebracht, Bro. In einer Woche schiebt sie 15 Kilo. Ja. Bro, jetzt einfach mal so nach Strassenpreis umgerechnet. Pi mal Daumen. Ja, boah. Also kommt drauf an, zuerst mal was. Von was? Kilo? Ja. Ja, von was? Grün, weiß. Grundsätzlich, ich gehe von... Ich gehe von grün aus, sagt er ehrlich. Ich glaube nicht, dass sie... Meinst du nicht weiß? Ich glaube dass sie eher Koks weiß. schiebt, Weil Bruder. 15 Kilo Weed, Bruder, ich weiß nicht. Ist auch eine Menge. Ja, sicher, aber... Also, wenn es weiss wäre, Bro, ich sage dir ganz ehrlich, die Frau hat Millionen geschoben pro Woche. Also, Bro, ganz ehrlich, Weed wäre auch richtig viel, 15 also Kilo. wahrscheinlich ein Gramm Koks ist 60 Stutz. Ist doch ein... Ich kann mich nicht So ein Lügner, Alter. Ich kann mich nicht aus. Okay. Ist doch ein aber- Hund, nicht? Nein, Nein, ich glaub, Huni, 60. habe ich gemeint. Schon? Ja, Okay, ja. keine Ahnung. Aber ich meine da, Bro, also wenn sie 15 Kilo Koks, Nein, dann gibt sie sicher nicht so viel Geld für ihre plastische Chirurgie. Dann muss sie chillt in einer Hütte in Beverly Hills und Ja. nicht da. Weißt du? Eben, aber die Line ist mir so geblieben und ich so, weißt du, in der Regel, du kennst ihm Sachen und ich so, ich will einfach schnell ausrechnen. Und ich so, okay, es stimmt nicht so, es ist einfach ein Line, damit es ein Line ist, aber Millionen werden geschoben. Dann habe ich sie angeschaut und ich so, Cousin, ich weiß, sie hat erlebt. Sachen hat sie erlebt. Man sieht sie an. Sachen hat sie erlebt und ich will nicht fragen, ich will nicht herausfinden, was echt ist und was nicht. Ja. Aber sie hat erlebt, deswegen Ja. Nein, sie hat richtig Was krass ist normalerweise ein Fufi? 4,6? es kommt darauf an, wer, aber Kommt darauf an, wie gut der 4,3, Dealer dein Homie ist. 4,4, 4,5. Ja, Sagen wir mal kann alles 4,5. Das heisst, ich weiß nicht, was ich genau rechne. Jetzt auch ich so, was willst du hin? Was machst weiß es du? auch Ja, nicht. es ist zu kompliziert. Aber Also- es ist immer noch genug. 15 Kilo Weed pro Woche Ja. ist immer noch fucking viel Geld. Also wenn sie 1 Kilo Strassenpreis wäre dann fast so bei 11.000 Kilo Weed. ich weiß es nicht. Ich Keine Ahnung, ich sage Scheiß aber, in Mathe. Bro, auf jeden Fall Scheine. Dann Egal ob würde sie, Weed oder... dann würde sie wenn es schon Weed wäre, würde sie 160.000. Also zuerst musst du mal noch AHV abziehen. Ja, fair. dritte Säule. Nein. Aber auf jeden Fall... Aber sie hat gegessen, Bruder. Ja, die Line, ja. Wo mir am meisten geblieben ist, wo sie gesagt hat, mein grösster Flex ist, Ich mache deine Ladies, ich mache auch alle Die Ladies, klar. ja, ja, genau, oder genau. alle die Birds. Ja, also ich habe gefunden, wo sie gesagt hat, ich ficke deine Mutter und ich reiss dir deine Haare aus Ja, und dann ja. wiederholt sie es nochmal. Dort bin ich so, okay, sorry. Eben gewisse Menschen, du merkst, Bro... Und da freue ich mich einfach bei der Nachbesprechung auf das linke Lager, wo Sexismus vorwirft an den Schweizer Rapper. Es ist- Hey, es kann ich ist schon spoilern? passiert. Ah, das ist Nachbesprechung, ist schon draussen, es ist nicht passiert. Ah, Aber es ist auf Social Media schon passiert. Wirklich? Ja, also Leute haben so... Also auf Threads zum Beispiel hat jemand geschrieben, hey, Meinung zu zu Cypher und dann hat jemand geschrieben, hey, irgendwie zu viel Masken und so weiter. Ja. Nachher einer so, ja, wieso wie Sexismus und toxische Männlichkeit, will Echt? ich auch mein Gesicht verstecken und so. Ich so, Okay, ja, ja, ich weiß nicht ganz. also für mich 3, die noch nicht genannt worden sind, wo ich finde, sind unglaublich krass gewesen. Und sind für mich im Fall die 3, glaube die du jetzt nennst, sind Ja. auch meine Top 3. Und zwar in keiner Reihenfolge. Ja, Sulaya, ja, LC1, ja. Ali. Das sind meine Top 3 vom ganzen Cypher. Bruder. Ali hat wieder... Bruder, eben, Bruder, wie gesagt, wenn ich Bruder, Ali Bruder. gesehen am Cypher und er hat so ein Papier vor sich, Also Bro, wird nicht gut. du kannst sagen, was du willst. Ali unfucking matched. Bro. Ja.
Es ist sein bester Cypher-Verse Ja. aller Zeiten. Und es ist schwierig, seine bisherige Cypher-Verses toppen, Bruder. Ja, Und das, obwohl man irgendwie hure viele Sachen, die er sagt, gar nicht checkt, Ja. was es ist, weil es irgendwelche Anime-Referenzen Ja, sind und ja, irgendwelche fix. Irgendwelche Popkultur-Sachen. Popkultur und Musik und alles mögliche. Und ich so, ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber es tut fucking geil, Ja, Mann. das ist voll hässig. Er ist ein König, Bro. Er ist ein König. Sulaya kommt rein. Also, noch schnell, zum Ali muss man wirklich nicht mehr sagen, Bro. Er ist ein König. Ja, also er hat abgerissen. Bro, er hat Schachmatt gespielt. Ja. Während andere Damen spielen, hat er Schachmatt gemacht, Ja, Bruder. Fertig. ja. Kein Thema. Muss man auch wirklich nichts mehr dazu sagen. Ali hat gefickt. Fertig. Punkt. Ist auch der einzige Release von ihm, wo ich mir wünsche. Ja. Weißt du so? Ja. Alles andere, Bro, Pulse. Du kommst nicht an das Level an, wo Ja, du einen ja, Cypher ja, bringst, ja, Bruder. ja. König, Mann. Ich habe das Gefühl, vielleicht sind sowohl Livio als auch Ali angestachelt gewesen von dem, dass der Mimix nicht dort ist. Bro. Und wollten seinen Platz quasi einnehmen, sind motiviert Ja. gewesen, um den Bro. Platz einnehmen, oder? Ja, es sind ein paar Leute gefragt, zum Beispiel, eben, wo ist der Zen, wo ist der Mimix. Und wenn wir schon gerade dabei sind, tun wir noch schnell 2-3 Fragen von Community. Warte Was noch meint ganz ihr? Wenn kurz. wir noch ganz schnell kurz. das Line-Up fertig Ja, machen, stimmt, dann sorry, machen wir das. genau, Ja. ja. So, Sulaya kommt rein mit der Line. Riesenline. Ich bin auf die Welt gekommen und der Arzt hat gesagt, es ist ein Vibe. Es ist ein Vibe. Ja. Bruder, du kannst sagen, was Geil. du willst, aber Sulaya ist ein fucking OG. Ja. Sulaya hat auf 3 kranke, hip-hop-rockige Beats abgeliefert, Ja. Bruder. Ja. Also wirklich, Sulaya hat gefickt, Bro. Ja. Ure. Brutal krass gewesen. Und ich muss sagen, man sieht es auch im Video, ich bin Du bist Fan gewesen, ich ja? bin Fan gewesen, Bro. Livio, Ja. Also Livio, hey, ich ziehe meinen Hut von dir. LC1. Wirklich richtig gut Das wird das abgeliefert. nachher geben, Mann. Bro, Hast du noch nicht geschaut? Nein. Bro, ich habe mir am Alice im Part, das ist halt Pflicht, habe ich mir gegeben. Ich habe ein paar Parts jetzt nicht gesehen, also ich habe es aufgeschrieben jetzt eben, LC1. Schnell zum eine gewisse History ziehen. Ja. LC1 macht Songs wie Ja, Kindergarten, Saurus. Saurus, Ja, genau. Bäumli, Fisch und wird für das, er kommt für das ganz viel Hate über von der Community, so von der Rap-Community vor allem. Eben, er holt zwar seine Platten, Bruder, Platin, Gold, was weiß ich, Alles. alles, Bruder. Aber, und die letzten paar Jahre hat er immer ein bisschen, ist er an Cypher gekommen und hat auf Larifari witzig gerappt. Er hat vorletztes Mal so eine Trompete mitgenommen und so, ich bin der Gacki-Mann, so Ja. gemacht. Bruder, und heute, und am Dutschig steppt er als Mike und er fickt ein gewisser Rapper aus Zürich, der anscheinend gemäß LC1 sehr oft verkokst ist und wo ihm auch sehr viel Drogen gemacht hat. Er hat und da muss man einfach auch wieder sportlich sagen, er hat eine grandiose Line gegen Sektion Zürich gebracht. Ja, wo ihn ja letztes Jahr geflamed haben. Was hat er für Also letztes Jahr haben die ja Sektion Zürich gegen ihn gesagt, so quasi, du rappst über Fischli und so, du bist peinlich. So, das ist glaube ich die Quintessenz. Und er hat gesagt, hey ja, ich rap über... Kannst du es noch Ich nachsagen? weiß es nicht genau auswendig. Er sagt irgendwie, ich rap über Fisch, aber eins ist klar, Mann. Oder solange ich nicht über McRocklet rap, ist alles okay. So irgendwie. So okay. Und Bruder, ganz sportlich. Und er hat auseinandergenommen. Und auch flow-technisch. Livio, Bruder, für mich, ich bin so ein bisschen zwischen Livio, Ali und Isma. Aber ich glaube, Livio Ali und holt's. Ismas wären sicher bei mir Top Ja. 3. LC1 Die Person müsste ich noch herausfinden. aber- LC1 hat wirklich gezeigt, Ich glaube, der Livio hat noch nie in seinem Leben so gut gerappt wie Nein. dem Cypher. er Noch hat, nie. er hat gezeigt, Wenn der er will, kann er anders. ich kann anders und ich fick euch, wenn es sein muss. Mhm. Und da kannst du wirklich sagen, Das ist doch geil, Alter. So muss doch ein Cypher sein, Alter. So ein bisschen kommen, Präsenz zeigen, kurz zeigen, dass man wirklich etwas kann, seine Skills kurz präsentieren, hungrig sein. Und voll. Und er hat ihm auch noch gesagt, und ich kann gegen mich rappen, wenn ihr in eurer scheiß Stadt der Halle fühlt, so wie ich. Ja. Weil der Bruder fühlt fast jeder Stadt Ja. der Halle. Und da kannst du auch wieder Kannst du sagen, nichts sagen. heb deine Fresse Facts, besser, Bro, Bro. Facts, ja. Ja. Der Bre hat abgeliefert. Ja. Facts, Bro. Facts. Fuck man, ich bin Fan. Ja, es hat ich wirklich bin geile Fan. Sachen. Also weißt du, so, Also, ich könnte schon meine Kinderlieder abhaten, aber eure Kinder Eure singen das scheiß in der Kinder Schule. singen sie in der Schule. Ja. Singen Lieder in der Schule. Bro, der macht halt auch Mad Cash mit dem, glaube ich. Also Also Mad Cash kannst du nicht sagen, aber... er ist nicht Millionär, aber er macht gutes Cash. Nein, aber du weißt ja, wie es ist, Bro. Also nur weil du halt 400 Tickets verkaufst Ja, pro ja, Show, heisst das auch nicht, dass du... Ja, vor allem wenn du eine grosse Crew hast und alle musst Voll, zahlen. voll. und so. Ja, aber komm, wir können noch Fragen. Ja. Können wir noch? Ich kann noch kurz abschließend sagen, meiner Meinung nach, also ich bin jetzt, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich live dabei bin, letztes Jahr und das Jahr. Aber ich finde, das Jahr ist richtig geil gewesen. Geil. Also,
ich bin vom Zürich-Block ein bisschen enttäuscht, aber dafür so das Gesamtpaket, was sonst gefallen ist an Sachen und wer sich sonst noch so präsentiert hat und so, inhaltlich und alles, ich finde es ganz geil Cypher. Und ich bin eben gespannt auf nächstes Jahr, ob jetzt zum Beispiel Sektion Zürich antwortet, zum Beispiel, ob ein Pablo antwortet, einfach so generell, was passiert. Ja, was man auch noch muss sagen, eben, ich habe jetzt das mal die andere Seite gesehen und es schaffen etwa 40 Leute oder so. Ja. Crew sind etwa 40 Leute. 40 Leute. Ihr habt auch Also ich habe an dem Tag 38 Pizzas bestellt für die ganze Crew. Ja. Ich habe es gesehen, Mann. Also 38 Leute. Mindestens ein paar haben keine genommen, etwa 40 Leute. Ja. Was man auch noch muss sagen, Bruder, auch vom ganzen Bounce-Team. Einfach eine Pizzeria, einen Tausiger fast gemacht mit dem Alpis in der Bestellung. Bruder, Crazy. du musst dir das Crazy. überlegen, Bro. Die Videos sind alle am Abend aufgenommen worden, bis am Abend um 11 Uhr. Ja. Und am nächsten Morgen am 11:15 sind alle Videos auf YouTube gewesen, mit Thumbnail, mit Beschreibung. Alles, full. Und da muss man auch sagen, Bro, Respekt, also die Leute grosses haben Dankeschön auch an SRF, dass sie überhaupt seit Jahren das machen und dem eine Plattform geben und vor allem, dass du und all die Leute, die dahinter stehen, halt so eine Arbeit leisten, weil auf dem einen Insta-Reel von euch sieht man auch zum Beispiel grob, kurz eben, du stellst dich kurz vor, ein paar andere, was sie machen und schon nur dort, der Einblick, der kurze zeigt, das ist ja riesig, Mann. das ist eben schon das Ding. Ja. Danke, ich nehme das entgegen im Namen von allen 40, Danke so, weil vielmals. es ist wirklich, jeder Einzelne hat einen mega wichtigen Part und darum ohne das grandiose Team ist das nicht möglich, es tut mega nach Floskeln, aber es ist wirklich so, es gibt wirklich, und alle müssen halt auch eingespielt arbeiten. Definitiv. Das funktioniert wirklich gut, darum wirklich grosses Shoutout an das ganze Team. Danke Das ganze Team. Und ihr sind beide auch, also du bist dabei, aber du bist sehr herzlich willkommen am nächsten Jahr wieder. Danke vielmals, sehr gerne. Also ich muss sagen, ich glaube, das Essen tut ja immer den Pablo, glaube ich, definieren. Genau, es gibt immer Cypher Chicken. Genau, also der Chicken, Alter, ich folge an Pablo jetzt seit ein paar Monaten, der Bruder kocht so krank, Bro, ich am Morgen um 2 eine Story und ich überlege mir einfach, Essen bestellen, Bro, weil ich einfach so krank aus. Und dann sehe ich, ey Bro, es hat mich immer angeschissen, warten auf das Chicken und irgendwann, was ruhig geworden ist, bin ich geholt, ey, Ja, das ist schon geil. wie ein Animal gegessen, Vor Bro. ein paar Jahren hat er wirklich. das noch selber gekocht, gell? Und jetzt haben wir eine ja. Küche-Crew. Ja. Ja, auf jeden Fall, das Gesamtpaket ist wunderschön. Eine Kritik hätte ich. Ja, sicher. Eine einzige. Bro, ich könnte nicht so vielleicht ab und zu Cola Zero oder so. oder so irgend so. Wasser ist perfekt. Oder mach Bro. doch einfach eine Bar, Ja. wo man Ja, wo halt kostet kalt, vielleicht Bro. sogar. Ja, Da gibt es ja. ein bisschen passiv an. Wir müssen nicht Ja. 5 Franken pro Cola Ja. verlangen, aber so ein 2 Ja. lieber, so ein 3 lieber. Das ist die einzige Kritik. Ja, easy. Sonst easy. top. Danke vielmals. Wirklich. Ich 10 bringe dir von 10. nächstes Jahr das Cola Zero. Geiles Herz. Cola Zero. Cola Zero, So, sorry. ja, genau, Cola Zero. Wenn sponsert ihr mal uns. Also, wir haben noch eine Story gemacht mit Fragen, die wir eben dich fragen können, wo wir Yes. gerade so ein bisschen in die Runde stellen. Und es haben sich erstaunlich viele Leute gemeldet. Krass, Viele Fragen haben wir auch schon in diesem Podcast. Genau, schon Ja. durchdingselt. So Sachen wie Meinung zum Julius, seinem Part und so weiter. Ja. Auch Meinung zum Isma. Und vielleicht wisst ihr das gerade, der Real Kimli oder Kimi fragt, beste Cypherline für euch. Boah, schwierig. Ist wirklich schwierig. Ich muss aber gleich sagen, Soraya. Im Weil, Vibe. ja, weil er einfach wie ein Papi reingekommen ist, Bruder. Ja. Weil er gesagt hat, ich bin auf die Welt gekommen, der Doktor hat gesagt, das ist ein Vibe. Ja. Ich finde Steve Merson Roller in die Fresse werfen, finde ich geil. Das finde ich, ich habe es nicht gehört, aber ich finde das schon nur, dass das scheint passiert ist, finde ich geil. Ich will halt immer noch, ja, ich bin halt dort live dabei gewesen, ich habe jetzt Isma. vieles nicht gehört, aber Isma, Ja, ist echt sein gut. Part, finde ich jetzt einfach, Ciao, geile Aber Leute. es- 2-3 Sachen. Ich kann das nicht richtig beantworten, weil... Ich kann nicht eben, alles. weißt, ich muss Präsent. vielleicht auch sagen, viele Lines, wie zum Beispiel eben die also Manilio und Desmond gebracht haben, zum Beispiel, die check ich auch noch nicht. Ja, Oder ja. sind mir wie so über den Kopf geflogen. Mhm. Aber wenn du mal am Desmond seinen Cypher richtig los ist und auch der Manilio hat ein paar ganz geile, so, du hörst im Video, weil ich bin auch nebendran, du hörst wie ich so, wie ich so schreie, weil es wirklich ein paar geile Lines hat. Du bist ein bisschen Fanboy gewesen am Schluss, in der Luzernstunde. Ja, Bist, Bro. Hat man dir gut angesehen. Ich bin auch, also es sind auch kränkste Parts gewesen, Bro. Ja. Und mir ist eben auch wichtig, Bro, weil ich meine, ich habe den Livio wirklich hure gern, aber auch rap-technisch. Also ich habe ihm oft gesagt, ich finde peinlich, was du machst, Bruder. Also weißt du, so, ich sage ihm auch, du bist ein geiler Sicht, deine Musik ist wack. Ja. So. Aber er hat auseinandergenommen. Bro, scheiß, also ich weiß nicht um Cypher, aber Livio seine Arbeit als Reporter bei SRF Impact, ja. Psi. Er hat auch gesagt, Ja. übrigens, wenn es mit Rap nicht mehr läuft, mache ich halt eine scheisse Reportage. Ja, Bro, Psi. Er Im liefert Cypher. geiles Ja. Zeugs ab, Bro. Ich bin enttäuscht gewesen von SRF Doc,
Weil ich Ja. bin ein riesen Fan gewesen, am Anfang vom Podcast gehört, ich bin ein riesen Fan von SRF Doc und Ja. letzte Zeit haben sie nachgelassen. Man muss Einfach, auch weil es mich sagen, nicht interessiert, die Themen, weißt du. Aber seit ich SRF Impact gefunden habe und ich sehe, was der Review so für Dokus wird, du hast gerettet wieder. man muss das einfach auch ist wirklich sagen, SRF Doc ist eine Ein-Person-Armee. Da macht immer eine Person alles. Ja? Wer? Also einfach die Person, die Also auch meistens... pro Video. ja, Ah, Also okay, die- bei Impact ist ein bisschen Team und so. bei Impact sind es mehrere Leute. Ja, dann muss SRF Doc schauen, dass sie Budget bekommen oder so. Keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, viele von den Fragen sind ja schon beantwortet worden. Genau. Was ist denn noch? Der Eine Dienst Frage. fragt, ja, sag Ja, du. eine Frage vom Jenne. Gott, Jenny, Shoutout. Der Jenne hat geschrieben, wieso haben der Sero und der Jodas panikartig die Bauch verlassen, wo der Knack gekommen ist. Ey, Das ist Bro, einfach, weil wir Angst haben. Ja, wir haben eine Minute vorher hat er uns auf den Rücken getappt, ey, Ja. der Kneck ist da und hat zur Gewalt aufgerufen. Pass auf. Und nachher, ich so zu mir so, Bruder, look, eigentlich ich will noch Sonntag Podcast aufnehmen mit dem Alpi und ich weiß nicht, wie die ausgesehen, also Bro, ich muss arbeiten, ich kann schließen, ich häng's nur in den Buff, Ja. damit Camps mich die ganze Zeit sehen und er ist mehr aus, wir haben gedacht, hey, lieber Konflikt aus dem Weg, weißt du. Ja, Mann. Jemand fragt, der Velo Stefan, die Zukunft vom Cypher, gibt es irgendwelche Änderungen demnächst, wo bei der nächsten Cypher wo anstehen, wo vielleicht willst ankündigen Weil- oder? Was hat er noch gesagt? Weil er hat gesagt, Zürich ist untergegangen, also im Vergleich zu Bern und Luzern. Gut, also jetzt ist noch viel zu früh, um irgendetwas zum nächsten Cypher zu sagen. Also, wir werden Drop doch etwas. wir werden Lüge einfach, sag einfach, wir dass ein werden KFC also als nächstes Sponsor. Jahr machen wir im Madison Square Garden. Geil. Wir laden die 1000 besten Rapperinnen ein aus ganz USA. Geil, Alter. Und wir machen so Boxcage in der Mitte Geil. und nach dem Rappen wird noch Fresse gegeben. Geil. Das kann man machen. Die Leute, die sich dissen am Cypher und das Gefühl haben, ich habe es immer aufgegessen, das ist ein Ja. Cage, gehst du da drin. Das wäre schon noch Das wäre geil, Bro. Einfach so ein paar Händchen, gehst du in das den Cage. wäre geil. Aber nein, es ist viel zu früh, um irgendetwas zu sagen zum nächsten Cypher. Und auch, also weißt du, so, Zürich-Block ist untergegangen. Wir wollen ja nicht Zürich-Block zum Besten künstlich machen. Es ist die abliefern, liefern ab. Also da tun wir keinen Kanton bevorzugen. Ja. Ja. Luis von 4 fragt, wie kommen wir dorthin? Haben das gelost und bei vielen mir denkt, ich rap way besser als die. Also ich glaube, du wirst angeschrieben, du kannst dich nicht bewerben. oder? Bro, du musst einfach dieses Jahr abliefern des Grauens. Du musst ficken, essen, kochen und dann werden wir auf dich aufmerksam und dann wirst du eingeladen. Genau, das heisst, gib durch das Jahr, das ist dieses Jahr. Ja, Mann. Wir sind jetzt bei 2 Stunden. Ich glaube, Oh wir shit, okay. Nur noch schnell, ich glaube, es haben mega viel gesehen. Wieso kommt Zen nicht, wieso kommt Mimix nicht, wieso kommen die nicht? Die werden natürlich alle angefragt, die haben persönliche Gründe, die sind entweder in der Ferien oder sind verhindert. Es ist nicht so, dass die Leute nicht eingeladen sind, einfach zum Sagen noch. Ja, Genau. dann würde ich sagen, Albi, Kurze 2 Stunden gewesen, ja. Schnell Wirklich gegangen. sehr Hure geil schnell, gewesen. sehr schönes Gespräch gewesen. Ja. danke dir. Danke, Danke, Jungs. bist du vorbeigekommen, Bro. Das Ich ist freue mich geil, schon. danke auch für die zweite Einladung, Mann. Das ist auch nicht Ja, auch für selbstverständlich. uns. Danke für Ja. uns, dass wir einfach wieder das Jahr dabei Sehr sind, obwohl gern. wir also eigentlich nicht Rapper sind, aber es ist einfach krass, zu einfach auch sehen, wirklich, was ihr macht und was dahinter ist und seit wie vielen Jahren. Und danke für das, nochmal an alle. Danke, Und Bro. danke, bist du dabei gewesen. Danke Und- Woody, love you. Und wie immer, die letzten 30 Sekunden gehören am Gast. Sag, was du willst. Mir? Also, gebt Gas, rappet euch das Herz aus der Brust, zeigt, was ihr könnt, damit ihr nächstes Jahr auch an Cypher eingeladen werdet, damit ihr auch könnt go spitten, damit ihr könnt go Cypher Chicken essen und bleibt stabil. Folgt SRF Bounce 5, folgt LPZ auf Nein. Instagram, Nein. folgt kurz und bündig, der beste Podcast. Das ist kurz und bündig.